Was ist denn, Schnucki? Hier Firma Theodor Schilling, Nachfolger. Was? Worum geht das denn überhaupt? Ach, wegen der Stellung. Ja, mein liebes Fräulein, da müssen Sie schon so freundlich sein und selber herkommen. Ja, wiederhören. Frechheit. Und dafür weckt mich diese dösige Kuh. Na, Weber? Immer noch nicht ausgeschlafen? Nee. Und? Ist das denn ein Wunder? Das war ja 4 Uhr morgens, als ich endlich im Bett war. Ist aber auch bös interessant. Die Generalprobe von so einer großen Revue. Toll, was? All die Smockenfrauen. Ja, wunderbar. Und wie die ihre Beine schmeißen können. Oh. Was man da alles zu sehen kriegt, ne? Ja, da hüpft einem doch das Herz im Leibe. Ich hab ja mal wieder ganz hinten gesessen, ne? Aber zum Glück hatte ich ja meinen Kieker dabei. Das heißt Opernglas. Ach, wirklich? Hier, gucken Sie mal. Du, ich sag dir, das Ding holt ran, da siehst du alles mit. Sie sind schon ein Filou? Nee, alles, was recht ist. Diese Derns, was für feine Erker. Ja. Was für eine feine Architektur. Ja. Wie verschwenderisch hat doch unser Herrgott das weibliche Geschlecht mit 13 bedacht. Oh ja. Ab und an ist er aber auch bös kniggerig. Ist der Chef schon im Büro? Das mag angehen, ich hab gearbeitet. 1 Uhr? Mittag! Das ist doch eigentlich so seine Zeit. Naja, aber nach der langen Generalprobe. Und dann hat er ja auch noch seine Freundin nach Hause gebracht. Oh, das ist ein süßer Racker, diese kleine Pussy. Er hat aber auch Glück, unser werter Herr Chef. Glück? Das ist ein teures Vergnügen. Sie ist mitschuld daran, dass unsere Firma jetzt auf so wackeligen Beinen steht. Wenn der alte Senator A.D. Schilling noch leben würde, so ein Lotterleben wie jetzt bei seinem Neffen hätte das bei ihm nicht gegeben. Tja, aber was geht uns das an? Und wenn das Schiff dann Hehl und Dehl auf Schied sitzt, dann wird Herr Georg Schilling eben eine gute Partie machen. Da ist auch schon was in Gang. Generaldirektor Bruckmann. Weiß er Bescheid? Hansawerk geben. Sieht ganz so aus, als wenn der schon was angeleiert hat. Der Chef hat nämlich gestern einen Brief von ihm bekommen. Den hat er auf seinem Schreibtisch liegen lassen. Und? Offen. Weiß er Bescheid? Da steht was von einem Konsul, der eine Tochter hat, mit einer halben Million Mitgift. Na also, bis er die verpulvert hat, das dauert. Und wir sitzen warm und trocken. Wir können also voll Vertrauen in die Zukunft sehen. Kommen Sie, Weber. Ich habe noch was für Sie zu tun. Also eine Melodie von gestern Abend, die geht mir nicht mehr aus dem Kopf raus. Schnucki, du hast mich toll gemacht. Heute Nacht. Guten Morgen, Herr Senator. Das sieht so aus, als wenn niemand hier wäre. Tja, nun hast du mich hierher geschleppt. Du hast mir aber immer noch nicht verraten, was du hier eigentlich willst. Was ich hier will? Ja. Ja. Ich hab dir doch erzählt, dass der alte Schilling, also der Onkel von dem jungen Schilling,
ein Geschäftsfreund von mir war. Aber du machst doch schon seit Jahren keine Geschäfte mehr. Und der alte Schilling, der lebt doch auch schon lang nicht mehr. Ja, Ja. aber weil ich den Onkel so gut kannte, möchte ich gern mal den Jungen kennenlernen. Ich möchte zumindest wissen, ob sie sich ähnlich sehen. Ach, Daddy, nun schleich doch nicht wie die Katze um den heißen Brei. Du willst mich verheiraten? Also, wie kommst du denn auf sowas? Hör auf, ich weiß doch Bescheid, Daddy. Nun sag doch nicht immer Daddy zu mir. Ich bin doch kein Mummelopa. Keine Bange, du wirst mich schon los. Du stellst das bloß ganz verkehrt an. Du schleppst mich hier zu einem wildfremden Kerl, den du selbst nicht mal richtig kennst. Generaldirektor Bruckmann hat mir sein Wort gegeben. Aha, der Generaldirektor steckt dahinter. Na, das ist ja nett von ihm, dass er sich so um mich Sorgen macht. Aber ich werde mir diesen jungen Mann erstmal ganz genau ansehen. Na ja, darum bin ich ja mit dir hergekommen. Daddy, du bist aber auch leichtgläubig. Wieso? Der Generaldirektor hat ihm doch bestimmt erzählt, warum wir kommen. Er wird uns also den tüchtigen, ehrbaren Kaufmann vorspielen und es in Wirklichkeit vielleicht ein Windhund, der bloß auf meine Mitgift lauert. Meinst du das? Das lass uns mal erstmal rausfinden. Also komm, Daddy. Ach, du meinst, Hilde. Gehen wir also. Entschuldigung, bin ich hier... Oh, Herr Konsul. Guten Tag. Guten Tag, Lotte. Tag, Fräulein Wieland. Guten Tag. Besinnst du dich nicht? Ja, richtig. Sie waren ja mal in meinem Büro. Sind Sie nur hier in Stelle? Nee, noch nicht. Aber ich will mich gerade als Sekretärin bewerben. Ich habe schon angerufen, aber da wurde mir gesagt, ich soll persönlich vorbeikommen. Heißt das, dass Sie hier niemand kennt? Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Das ist gut. Ich habe da nämlich eine Idee. Ich werde mich hier an Ihrer Stelle anstellen lassen. Also sag mal, du bist wohl nicht ganz klug. Ach, warum? Wir wollen doch wissen, wie das mit der Firma Schilling-Nachfolger aussieht. Und als Sekretärin bekomme ich das doch am besten mit. Aber das ist doch dummes Zeug, das geht doch gar nicht. Warum denn nicht? Fräulein Wieland, das meinen Sie doch nicht ernst. Doch, doch. Wenn Sie mir nun Ihre Papiere und Zeugnisse für ein paar Tage ausleihen. Ja, aber Was würden Sie denn für ein Gehalt bekommen? ich dachte 200 Mark im Monat. Oh, von uns bekommen Sie 300. Ja, aber Bitte, Daddy, gib Fräulein Lotte doch das Geld. Also, ich will hoffen, du weißt, was du tust. Bitte. Und wenn das nur rauskommt. Sie tun mir da einen großen Gefallen mit. Aber, also gut. Hier sind meine Papiere. Ich schicke die auch schnell wieder zurück. Aber nun mal los. Und du auch, Daddy. Sie macht mit mir, was sie will. Kommen Sie, mein Fräulein. Darf ich Sie vielleicht zum Essen einladen? Aber Herr Konsul. Sagen Sie mal ruhig ja, mein Daddy beißt nicht. Er bellt bloß gerne mal. Daddy, Ja. möchtest du nicht lieber den Fahrstuhl nehmen? Denk an dein Alter. Also, nun geht's aber zu weit. Sie macht mir meine Chancen kaputt, bevor ich überhaupt eine Absicht habe. Ja, bitte, mein Fräulein. Ich habe gehört, dass Sie hier eine Sekretärin suchen. Ah, Sie waren das vorhin am Telefon? Ja, Na, dann warten Sie mal so lange, bis unser junger Herr Chef kommt. Sie werden ihm bestimmt gefallen. meinen Sie? Sie sind eine Schmuggedärin, das ist für ihn... Das ist für uns böswichtig. So. Ja, so. Nee, nee, mein Freund, das werden Sie heute Abend schon sehen. Schnucki ist der große Schlager. Und ich wette mit Ihnen 100:1, Kasimir ist der Schlager. Mein Lebtag nicht. Sie wissen, mein lieber Brandt, wie viel ich von Ihnen als Textdichter halte. Aber nehmen Sie mir das nicht krumm. Dieses Lied ist nicht eins von Ihren besten. Kasimir, ach Kasimir. Aus dir wird nie ein Kavalier. So richtig lustig ist das nicht. Vielleicht finden Sie noch einen anderen Reim auf Kasimir. Ja, Mann, bis heute Abend? Ja, ich muss mich nun mal ein paar Minuten ums Geschäft kümmern. Setzen Sie sich in mein Privatkontor und klamüstern Sie sich was aus. Was sagen Sie dazu? Kasimir, ach Kasimir, du tanzest auf der Nase mir. Das tut ja weh. Na, mir wird schon was einfallen. War was los, Weber? Nichts Besonderes, Chef. Naja, das Fräulein hier, das möchte sich gern vorstellen. Guten Tag. Ich habe gehört, dass Sie hier eine Sekretärin suchen. Ja, ja, ganz recht. Haben Sie schon mal so eine Stellung gehabt? Oh ja, hier sind meine Zeugnisse. Augenblick, jeden Tag, mein lieber Martens, was ist los? Tag, Herr Schilling. Guten Tag. Also, da kam eben diese eingeschriebene Karte. Apropos Karte, hier habe ich 20 Karten für heute Abend, für die Premiere. Verteilen Sie die unter unseren Leuten, ja? Darf ich? Vielen Dank, Herr Schilling.
Also da schreibt uns die Firma Rosenbusch. Richtig, Rosenbusch. Weber, rufen Sie schnell den Blumenladen an. Sagen Sie Bescheid. Das Bouquet für Fräulein Pussy Angora muss bis um Punkt 7 Uhr im Theater sein. Jawohl. Charlotti, du hast mich toll gemacht. Also die Firma beschwert sich, Ja, dass... ist schon gut. Ich komme dann zu Ihnen rüber, ja? Ja, Weber! So, mein Fräulein, dann nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. So wie Sie aussehen, sind Sie gewiss ganz schön tüchtig. Och, Sie sind doch auch zu uns so nett, Herr Schilling. Wo waren Sie denn bis jetzt in Stellung? Steht alles hier drin. Aha. Wie heißen Sie denn? Ach, herrje. Wie bitte? Wie Sie heißen, habe ich gefragt. Lotte. Und weiter? Wieso lachen Sie denn? Ja, ich habe nämlich so einen ganz komischen Namen. Ja? Bin ich aber neugierig. Ich auch. Na, also ich weiß gar nicht, was Sie haben. Sowas nennen Sie komisch. Nicht? Müller. Lotte Müller. Na ja. Letztes Jahr sind Sie bei Braunfels und Company gewesen. Ja, da sind Sie aber schnell wieder weg. So? Ja. Also hören Sie mal, da sind Sie bloß knapp 6 Wochen geblieben. Was ist da denn gewesen? Ich spreche da nicht so gerne drüber. Jetzt interessiert mich das aber erst recht. Verbinden Sie mich mal mit Braunfels und Company. Mit Herrn Ludwig Braunfels persönlich. Das ist nämlich ein guter Bekannter von mir. Ach du liebe Zeit. Ja, was erschrecken Sie sich denn so? Na, da haben Sie wohl irgendwas ausgefressen, was? Ach, Herr Schilling, ich glaube, ich möchte doch lieber nicht anfangen. Nee, mein Fräulein, jetzt will ich erst mal wissen, was Sie eigentlich verbrochen haben. Aha, das werde ich ja nun gleich erfahren. Sind Sie das, mein lieber Braunfels? Ja, hier ist Georg Schilling. Da. Sagen Sie mal, ich hätte gern eine Auskunft. Bei Ihnen hat doch ein Fräulein Lotte Müller gearbeitet. Können Sie sich vielleicht an sie erinnern? Was? Eine hübsche Dirn? Ja, hübsch ist sie. Ach so, Sie waren sehr mit ihr zufrieden. Sie war aber doch bloß eine kurze Zeit bei Ihnen in Stellung. Was hat sie? Mit Ihrem Kompagnon? Ach nee. Was habe ich mit dem bloß gehabt? Ist nicht wahr? Das hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Was denn? Vielleicht habe ich ja sogar ein Kind von ihm. Das ist gut. Na, vielen Dank, sage ich auch. Ja, tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Nun wollen Sie bestimmt nichts mehr von mir wissen. Ganz im Gegenteil. Sowas gefällt mir. So? Was hat er Ihnen denn erzählt? Na, dass sein Kompagnon hinter Ihnen her war. Und als er Ihnen an die Wäsche wollte, da haben Sie ihm vor allen Leuten eine geleimt. Ach so, das? Ja, so bin ich nun mal. Recht hatten Sie, das gönne ich dem alten Bock. So, das langt mir als Auskunft. Ja, wo waren Sie denn noch? Ach, das ist ja interessant. Bei Konsul Wieland waren Sie auch? Ja. Das ist ja drollig. Denn kennen Sie wohl auch die Familie? Oh ja, wie meine eigene. Ja, das interessiert mich. Sagen Sie mal, der Konsul, der ist ja wohl ganz schön reich, was? Der braucht eine Schaufel, wenn er sein Geld zählen will. Ja, habe ich auch schon gehört. Und hat er nicht auch eine Tochter? Hat er, so in meinem Alter. Hilde heißt sie. Hübsche Dirn? Na, der's mag, der mag's wohl mögen. Na, danke. Das ist vielleicht ein Racker, sag ich Ihnen. Wer die mal bekommt, der tut mir jetzt schon leid. Na, vielen Dank. Das sind ja feine Aussichten. Das hätte ich wohl besser nicht gesagt. Wieso nicht? Scheint so, als wenn Sie sich für das Fräulein interessieren. Ich? Nee, ein Freund von mir hat da, glaube ich, Absichten. So. Na, wenn der das bloß auf die Mitgift abgesehen hat, dann wird er kein Glück haben. Ja, das wird er ihr doch nicht gleich auf die Nase binden. Da können Sie nichts vormachen, die ist sowas von Pleatsch. Das Fräulein soll doch mal froh sein, wenn sie so einen Fashion-Kerl abkriegt. Wie mein Freund. So, ja, Sie haben die Stellung, hier sind Ihre Zeugnisse. Alles andere besprechen Sie mit dem Personalchef, ja? Vielen Dank, Herr Schilling. Wenn Sie wollen, können Sie sofort anfangen. Und gern, Herr Schilling. Herr Martens, bitte. Ich lasse Sie gleich mit den Herren bekannt machen. Hier, Schilling, ich glaub, nu hab ich's. Hören Sie mal. Kasimir, ach Kasimir, wie bringst du in Ekstase mir? Na, was sagen Sie dazu? Wirklich zu dösig. Ja, ein Schlager kann doch nicht dösig genug sein. Guten Tag. Herr Schilling? Ja, Moment. Herr Martens, darf ich Ihnen unsere neue Sekretärin vorstellen? Fräulein Müller. Angenehm, Martens. Guten Tag. Ich bin ja ganz aus dem Häuschen. Sie, Schürzenjäger, Sie. Vorsicht, dieses Fräulein schreibt eine deutliche Handschrift. Ach,
Tippen können Sie nicht. Sie haut. Das ist gut. Moin, moin, alle zusammen. Ui, was ist los, ha? Gibt's keinen Bussi für Pussy? Wir sind doch nicht alleine. Was bist denn auf einmal so etepetete? Oha, eine Dame. Wer ist das denn? Meine neue Sekretärin. Na denn. Ja, lass das doch mal. Du hast recht, du Teufelsbraten. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun, Herr Martens? Nee. Aber ich möchte Fräulein Angora doch gerne für heute Abend noch alles Gute wünschen. Toi, toi, toi. Danke, Martens. Sie kommen doch alle heute Abend. Jo, alle Mann. Und nicht vergessen, gleich, wenn ich zum ersten Mal auf die Bühne komme, tüchtig klatschen will. Versteht sich doch von selbst. So, jetzt warten Sie aber, dass Sie rauskommen und zeigen Sie Fräulein Müller alles. Sie sind ja eine Plitsche deren. Sie werden bald über alles Bescheid wissen. Da können Sie sich drauf verlassen. Mein Zeit. Die tut ja, als wenn sie was weiß ich was ist. Du, die mache ich aber gar nicht leiden. Wieso? Sie ist so hübsch. Na, eben drum. Du, nimm dich bloß in Acht, wenn ich da mal irgendwas merken sollte. Was fällt dir denn ein? Tut mir leid, aber ich bin heute sowas von nervös. Wegen der Premiere heute Abend. Und ich bin diesmal gar nicht mit mir zufrieden. Das sagt sie immer. Ja. Nee. Und auch die Kostüme sind sowas von altbacken. Ich bin gerade eben noch mal bei dem Ausstattungsfritzen gewesen. Wollte der mich doch in dem Paradiesbild als Eva wie so eine Klosternonne über die Bühne schicken. Na, den habe ich vielleicht konfirmiert. Jetzt ist das Kostüm richtig. Wollt ihr es mal sehen? Ja, wo hast du das denn? Na, hier in meiner Handtasche. Na, was sagt ihr dazu? Das ist alles? Naja, Eva hat im Paradies bestimmt nicht so viel angehabt. Na, vielen Dank. Und dann habe ich auch noch den Apfel in der Hand. Na, wenn das so ist. Gut, dass wir keine Zensur mehr haben. Wenn Sie da auch noch was von wegstreichen wollten. Dann bliebe ja bloß noch der Apfel. Ja, du lach mal noch. Was sind denn das für Lieder? Wie soll ich denn mit so einem Blödsinn Karriere machen? Kasimir, ach Kasimir. Ach ja, richtig. Die zweite Zeile, die ändern wir noch. Mir ist da gerade eben noch ein schöner Reim eingefallen. Pass mal auf. Kasimir, ach Kasimir, ich liebe dich, was schenkst du mir? Na? Das ist Dreck, ist das. Mein lieber Schilling, nehmen Sie mir das nicht krumm, aber von Theater haben Sie keine Ahnung. Und dir kann man auch gar nichts recht machen. Wie hast du dich angestellt wegen dem Couplet, das du im Publikum singen solltest? Das Lied finde ich nur wieder wunderbar. Siehst wohl, da hörst du das. Und Schilling, der hat Ahnung von Theater. Entschuldigung. Dag Weber. Was ist, Weber? Herr Schilling, da unten ist ein Herr, der möchte gern mit Ihnen sprechen. Kinder, seht zu, dass ihr Land gewinnt. Das ist wichtig. Das geht ums Geschäft. Geht bitte raus. Ja, soll raufkommen. Du Bubi, ich brauche noch hochnötig 1000 Mark. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Mir können Sie auch noch 200 pumpen. Ja klar, später. Wartet hier in meinem Privatkontor, ja? Ich habe aber gar nicht so viel Zeit, Bubi. Oh. Ja, aber erst mal raus mit dir, ja? Ah, Herr Generaldirektor. Guten Tag, mein lieber Herr Schilling. Vielen Dank, dass Sie sich persönlich auf den Weg zu mir gemacht haben. Sie können sich sicher vorstellen, dass ich richtig auf Ihren Besuch gewartet habe. Aber wollen wir nicht lieber in mein Privatkontor? Ach nee, ja, dann nehmen Sie doch Platz. Kommen wir doch gleich zur Sache. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Zur Sache. Meinen Brief haben Sie ja wohl bekommen. Ja, und ich freue mich so, dass Sie sich so für uns interessieren. Naja, wo meine Firma ja Ihr Hauptgläubiger ist, versteht sich das ja von selbst. Und dann war Ihr seliger Herr Onkel ja auch wie ein Vater für mich. Und darum habe ich mich mit den anderen Gläubigern zusammengesetzt. Wir haben uns ihre finanzielle Lage mal ganz genau angeguckt. Und wir haben ein bisschen gerechnet. Und dabei ist rausgekommen, Sie sind schon lange pleite. Nee, ehrlich? Ach, das haben Sie noch gar nicht gewusst? Ich muss zugeben... Trotzdem glauben wir, dass Ihr Geschäft noch zu retten ist, wenn die richtigen Leute das anfassen. Was heißt das? Und darum sind wir alle zusammen, ich meine, bis auf so ein paar Penschi da, übereingekommen, dass wir sie nicht fallen lassen. Oh, Gott sei Dank, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja, dafür müssen Sie natürlich privat erstmal viel, viel weniger Geld ausgeben. Das hat Sie nämlich fast ruiniert, mein lieber Freund. Woher kommt das eigentlich? Ist das eine Frau, die so mit ihrem Geld rumaßt? Hm? Haben Sie so eine teure Freundin? Ja, so ist das, Hübsch? Aber wie? Das kann ich natürlich verstehen.
Ich habe doch auch eine lütte Freundin hier in Hamburg. Ich weiß doch, was das kostet. Ja, nicht, ist heute eben alles so teuer. Ja. Mit der Dame müssen Sie jetzt Schluss machen. Was? Stante P. Wenn's nicht anders geht. Wir Gläubiger haben nämlich auch beschlossen, dass Sie von nun an ein festes Gehalt bekommen. 1200 Mark im Monat. 1200? Die brauche ich ja schon allein für mein Auto. Ja, dann müssen Sie mit der Straßenbahn fahren. Und dann haben wir auch noch einen Kurator für Sie bestimmt, der hier mal für Ordnung sorgen soll und Ihr Geld zusammenhält. Und diesen Kurator wollen Sie mir vor die Nase setzen? Das muss sein. Denn stehe ich von jetzt an unter Aufsicht? Unter Geschäftsaufsicht? Wenn man so will. Das ist eine schöne Überraschung. Was ist denn das für ein Herr? Einer von meinen Buchhaltern, Haselhuhn heißt er, eine ganz penible, gewissenhafte Beamtenseele von unserer Filiale in Ratzeburg. Ach so, aus Ratzeburg kommt er? Ja, da wird er sich ja allerbestens mit dem modernen Leben von uns Großstadtmenschen auskennen. Also was das angeht, werden Sie bei ihm allerdings auf Granit beißen. Nun lassen wir mal den Kopf nicht hängen, mein lieber Schilling. Für einen Mann wie Sie gibt es doch noch andere Möglichkeiten, seine Angelegenheiten ins Reine zu bringen. Ja, ich weiß. Reich heiraten, dieses Fräulein Wieland. Jawohl, die kriegt 500.000 mit. Ja, so eine Partie könnte mich schon reizen, aber nach allem, was ich über das Fräulein so gehört habe... Also Sie kenne ich nicht, aber Ihr Vater, der Herr Konsul, ist ein guter Bekannter von mir. Ach ja, richtig, er wird Sie heute oder morgen besuchen. Sie sind wirklich zu und zu nett, Herr Generaldirektor. Ich möchte mich so gerne bei Ihnen revanchieren. Wollen wir nicht heute Mittag zusammen essen? Ach nee, mit den paar Groschen, die ich jetzt verdiene, kann ich Sie ja höchstens auf ein Fischbrötchen einladen. Danke, danke. Herr Generaldirektor, heute Abend, da ist doch die große Premiere im Trocadero. Ja, ich weiß, die neue Revue, da wäre ich auch gerne hingegangen. Aber leider habe ich heute Abend eine Aufsichtsratssitzung. Sie wissen ja, Geschäft geht vor. Ja, bitte. Ja, doch. Ach, das sind Sie ja endlich. Ja, Herr Generaldirektor. Moment eben. Ja. Das ist mein alter, braver Haselhuhn. Auf ihn können Sie sich voll und ganz verlassen. Das kann ich mir vorstellen. Herr Direktor Schilling? Oh, Herr Haselhuhn? Moment eben. Ja. Sagen Sie mal, wo haben Sie denn so lange gesteckt? Sind Sie denn nicht mit dem Mittagszug gekommen? Natürlich, genauso wie der Herr Generaldirektor mir gesagt hat. Ich komme direkt vom Bahnhof. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass Sie 2 Stunden gebraucht haben für den Weg vom Bahnhof hierher. Haben Sie denn keine Droschke genommen? Oh ja, nicht. Das ist mir doch eine heilige Pflicht, den Doom auf dem Büdel zu haben und keine Mark auszugeben, die nicht nötig tut. Habe ich Ihnen den richtigen Mann hergeschickt? Machen Sie Ihre Sache gut, Sie haben mein Vertrauen. Ich werde es versuchen, Herr Generaldirektor. Tschüss, mein lieber Schilling. Und wenn der Konsul kommt, grüßen Sie ihn von mir. Wollen hoffen, die Sache klappt. Herr Schilling. Herr Haselhuhn, machen Sie es sich gemütlich, fühlen Sie sich wie zu Hause und überhaupt, Sie haben absolut freie Hand. Tja. Frechheit. Lässt mich es den bestellt und nicht abgeholt. Na, der soll mich noch kennenlernen. Dieser Herr Schilling. Guten Tag. Wollen wir doch mal sehen, was es hier zu tun gibt. Ja, das ist ja eine schöne Lotterwirtschaft. Alles durcheinander. Doch gleich mal eben. Ja. Sagen Sie mal, Weber, ist da einer beim Chef drin? Ja, das ist doch... Moin, Martens! Ja, moin, moin. Geht's mir nicht mehr? Haselhuhn! Ja, richtig. Eduard! Oh, tut mir leid. Oh, warte, Vorsicht. Danke. So. Ja, das ist ja auch eine Ewigkeit her, dass wir zusammen bei Borgmanns Söhne in Stellung waren. Ja, nicht? Oh, du hast dich fast gar nicht verändert. Ja, das kommt vom Sport. Der hält mich jung. Du machst wohl gar keine Leibesübungen, was? Nee, meine Frau hält mich genug in Gang. Was? Du bist verheiratet? Ja, seit ein paar Jahren schon. Ja, na sowas. Auch setzen wir uns doch einen Augenblick. Zu unserer Zeit warst du doch, was Frauen angeht, mehr als schüchtern. Sag mal, wie bist du denn wohl zu einer Frau gekommen? Ach, das ist eine ganz romantische Geschichte. Ich habe jahrelang an meinen freien Abenden für eine Putzmacherin die Bücher gemacht. Einen Sonntag hat sie mich zum Mittag eingeladen. War ihr Geburtstag. Nach dem Essen saßen wir auf dem Sofa und haben uns fein unterhalten. Mittenmal nimmt sie meine Hand, sagt Eduard zu mir und drückt mir einen auf. Ich denke dann, was ist das? Naja, und als sie mir dann noch beichtet, dass sie nicht bloß einen Hutladen hat, nö, auch noch ein dickes Bankkonto,
Da fühle ich auf mal, wie inwendig bin in mir so ein Gefühl, das blüht. Ach ja, ich hab mein Herz in Ratzeburg verloren. Ja. Also Hochzeit aus Liebe. Ja, nun glaubt man nicht, dass ich mir da eine alte Nebelkrähe eingefangen habe. Grad andersrum. Meine Emilie ist ein starsches Weib und bis heute eine smucke Frau. Sieh mal an. Du hast sie doch mitgebracht, oder? Nee, sie ist schon seit 8 Tagen bei ihrer Schwester in Sachsen. Sie weiß doch überhaupt nicht, dass ich in Hamburg bin. Ach, ging ja gestern noch alles so fix. Gestern Nachmittag hat mich der Generaldirektor kommen lassen, ja, und heute Morgen saß ich schon auf der Bahn. Ach, denn sollst du hier den Augiasstall ausmisten? Ja, ich bin sozusagen der Lütte Herkules. Na dann viel Spaß. Ja, ich weiß ja, dass die Sache hier bös stinkt, aber ich werde da mit voller Kraft gegen angehen. Dann fängst du am besten gleich bei unserem Chef an. Was? Hier, sein Privatkonto. Das wollte ich ihm gerade mal wieder unter die Nase reiben. Hier. 6.500 Mark für einen Chinchilla-Mantel. Was denn? Dein Chef läuft im Chinchilla-Mantel, oder? Er doch nicht, seine Freundin. Er hat eine Freundin? Ja, eine vom Theater, von so einer Revue. Eine richtige Rakete, sag ich dir. Kostet ihn aber auch ein Vermögen. Er hat eine Villa für sie gemietet. Für so schlappe 12.000 im Jahr. Donnerdüll, da kannst du ja den halben Ratzeburger Dom für kaufen. Und das Möbelmann nochmal 30.000. Was? Tja, so geht das weiter. So geht das in einer Tour weiter. Mensch, hör auf, du eklig Herzklabastern. Du, lass mir das Geschäftsbuch mal hier, ja? Ja, wenn was ist, ich bin im Büro. Ja. Na, dem werde ich sein teures Techtelmechtel schon versalzen. Was ist denn jetzt? Was ist denn da los? Ach, Bubi, ich bitte dich, das bisschen Geld. Sei doch vernünftig, Midian. Ich kann von heute an nun mal nicht mehr so einfach ran an meine Kasse. Das ist ja lachhaftig. Wer sollte dir das denn verbieten? Na, dieser Herr Haselhuhn, den Sie mir vor die Nase gesetzt haben. Du willst mir die 1.000 Mark also nicht geben? Ich kann nicht. Na denn, tschüss. Ach, nun sei doch nicht gleich Mucks. Ach, das ist doch wahr, wegen so einem Pupskram. Also gut, ich werde mit ihm reden, ja? Warte noch mal einen Augenblick da drin, ja? Meinetwegen. Aber bloß 5 Minuten und keine Minute länger. Ach, Herr Haselhuhn, na? Sie waren schon in den Büros? Ja. Was sagen Sie zu meinen Angestellten? Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist mir ja eine schöne Corona. Wieso? Na, wo ich auch reinkomme, sind die Leute kandidel und fidel und sind am Pfeifen und Singen. So? Das ist hier kein Kontor, das ist ein Jahrmarkt. Über so eine Lotterwirtschaft kann ich mich so aufregen. Und dabei soll ich mich doch nicht aufregen, sonst kriege ich noch meinen Klaps. Was denn für einen Klaps? Sind so Anfälle. Ich bin als Kind mal vom Wickeltisch gekullert. Herr Schilling schon wieder! Herr Schilling, kommen Sie! Herr Martens hat das ganze Personal zusammengetrommelt und nun üben wir alle zusammen den Guten Abend, Fräulein Angora-Applaus, damit das auch nachher alle schön klatscht. Klappt, natürlich. Also das geht denn doch zu weit. Sagen Sie den Herrn mal Bescheid. Sie sollen damit aufhören. Darf ich vorstellen? Herr Haselhuhn, Unternehmensberater. Oh, freut mich, Herr Hasel. Hasel. Herr Martens! Herr Haselhuhn, Sie müssen nicht glauben, dass es bei uns immer so hoch hergeht. Wissen Sie... Das ist bloß heute so. Da ist doch Premiere. Ach so, ja. Das ist doch gewiss auch was für Sie. Eine Revue. So was kriegen Sie in Ratzeburg doch im Leben nicht zu sehen. Rein zufällig habe ich noch ein Billett für die erste Reihe. Ja, ich lege Ihnen die Karte mal hierher, ja? Herr Schilling, mein Chef hat mich nicht hergeschickt, dass ich in Ihrem Gesangsverein mitmache. Und ich habe auch keine Lust, heute Abend den Klatsch-August zu spielen. Ja, was sind Sie denn gleich so fünsch? Fünsch? Ich und Fünsch? Ich bin sowas von nicht Fünsch. Ich bin zahm wie ein Lamm. Mit mir können Sie Murmeln spielen, mit mir können Sie Schmetterlinge fangen. Aber so geht es hier nicht weiter. Ja, was soll ich denn machen? Also erstmal müssen Sie Ihrer Freundin den Laufpass geben. Das ist nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Sie glauben gar nicht, wie die in mich verknallt ist. Und Sie glauben gar nicht, was das für einen Knall gibt, wenn Ihre Freundin spitz kriegt, dass Sie pleite sind. Wenn ich bloß wüsste, wie ich ihr das beibringen soll. Wenn Sie sich das nicht trauen, will ich das wohl machen. Ja, aber bitte, nicht so grob. Was denken Sie denn von mir? So eine prickelige Angelegenheit regel ich auf die feine 3B-Tour. 3B-Tour? Bums bis Buten.
Sie vor die Tür. Die 5 Minuten sind um. Ja, das ist sie. Na, wie sieht's aus? Ja, nichts zu machen. Das gibt's doch wohl gar nicht. Stell mir den Onkel mal vor. Darf ich vorstellen? Herr Haselhuhn, Fräulein Angora. Angenehm? Merkwürdigen Namen haben Sie. Wieso denn? Angora? Muss ich an eine alte Ziege denken. Guck mal an. Also ich denke dabei an eine kleine, schnurrige Katze. Ich kann Katzen nicht aufs Feld gucken. Mein Gott, ist das ein Knurrhahn. Pass mal auf, wie schnell ich ihm die 1000 Mark abluchse. Passen Sie mal auf, wie schnell ich Sie von Ihnen loseise. Mein Fräulein, das ist so, dass ich mich um die Verhältnisse von Herrn Schilling kümmern muss. Und dazu gehören Sie ja auch. Herr Schilling hat für Sie eine Villa gemietet? Ja. Ja. Und die muss gestrichen werden. Schon wieder? Aber die haben wir doch erst vor 3 Wochen streichen lassen. Och, Georgie, das wäre doch nun wirklich rausgeschmissenes Geld. Ich glaube, sie will mich auf den Arm nehmen, da muss ich wohl deutlicher werden. Ach, nun lassen Sie das doch. Mein Fräulein, mit dem, was Sie sich von Herrn Schilling bezahlen lassen, haben Sie ihn und seine Firma in Kalamitäten gebracht. Nee, aber auch. Und du hast mir nicht das kleinste Wörtchen davon erzählt. Also wenn ich das geahnt hätte, ach, ich wäre doch niemals in diese teure Villa eingezogen. Ach, was? Ich hätte mir doch gleich mit ihm so eine klitzekleine Kammer irgendwo unterm Dachjuche genommen. Nicht so dick, das merkt er. Wohl Maul halten. Bester Mann, was müssen Sie von mir denken? Wenn Sie das wirklich ernst meinen? Oh, Sie glauben mir nicht? Na, das macht mich traurig. Denken Sie mal an, er hat mir einen waschechten Chinchilla-Pelz geschenkt. Weiß ich, für 6.500 Mark. Das geht doch nicht. Ich meine, ein Rammlerfell vom Kaninchen hätte es auch getan. Ja, nun bin ich aber platt. Mein Fräulein, da habe ich mir ja ein ganz verkehrtes Bild von Ihnen gemacht. Oh, Sie haben bestimmt gedacht, ich wäre so eine. Hm? Wenn auch nicht so eine, so doch zumindest eine. Ne? Bester Mann, nur sollen Sie sehen, wie großherzig ich bin. Ja, ich habe noch 1000 Mark von Herrn Schilling zu kriegen. Ne? Ja, stimmt. Die soll er mal behalten. Ja, aber das geht doch nicht. Nee. Nur, wo ich doch weiß, wie es um ihn steht, da sollt ihr mich kennenlernen. Georg, ich schenk dir das Geld. Nee. Schenken lassen wir uns nichts. Ist nicht so, Herr Schilling? Und wenn Sie mir versprechen, dass Sie nicht noch mehr von Herrn Schilling zu kriegen haben, Was sollte ich wohl? dann sollen Sie das Geld haben. Mein Chef hat mir für den Fall, dass es schnell gehen muss, ein Scheckbuch mitgegeben. Also wenn das nötigende Guck in Ende hätten. So, hier haben Sie Ihre 1000 Mark. Danke. Na? Du bist vielleicht ein raffiniertes Biest. Herr Haselhuhn, Sie glauben ja gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass wir beiden uns kennengelernt haben. Oh, Sie kommen doch heute Abend zu meiner Premiere. Oh, das tut mir leid, aber... Na, Sie müssen kommen. Och. Ich werde bloß für Sie singen. Also dann, tschüss. Bis heute Abend, ne? Oh, ich freue mich. Na! Das hat auch gut geklappt. Kompliment, das haben Sie wunderbar hingekriegt. Entschuldigen Sie, Herr Schilling, haben Sie noch was für mich zu tun? Nein, aber vielleicht braucht Herr Haselhuhn Sie noch, Fräulein Müller. Ja, guten Tag. Ich muss jetzt auch weg. Moment, ich habe noch eine Menge mit Ihnen zu besprechen. Morgen, alles morgen. Na, haben Sie sich schon ein bisschen umgeguckt? Oh ja, Herr Schilling, für die kurze Zeit, die ich erst hier bin, habe ich schon bös was zu sehen bekommen. Na also, tschüss. Herr Schilling! Oh, Markus, sag deinen Leuten mal, dass sie heute ein bisschen länger da bleiben müssen, ja? Da wirst du wohl kein Glück haben. Genau andersrum. Heute machen sie früher Feierabend. Was denn, wieso denn? Naja, wir gehen doch alle zu der Revue. Schnucki, du bist mein Augenstern. Schnucki. Hab dich zum Fressen gern. Geben Sie mir meine Korrespondenz, ja? Schnucki, du hast mich toll gemacht. Heute Nacht. Schnucki, du bist mein Augenstern. Schnucki, hab ich zum Fressen gern. Schnucki, du hast mich toll gemacht. Heute Nacht. Schnucki, du bist ganz groß. Bist famos. Tadellos. 2, 3, 4, Schnucki, du hast mich toll gemacht. Das
Das hält ja kein Pferd nicht aus. Du kannst ja die Wände hochgehen. Ganz ruhig, Eduard. Ganz ruhig. Um Gottes Willen nicht aufregen. Schnucki! Wenn die Beleuchtung in der Bar am Abend schwül wird, wenn die Musik im Slowfox spielt mit müdem Takt, kommt der Moment, wo mir am Körper ziemlich kühl wird. Denn ich entkleid mich dabei nackt, Blattkontrakt. Mit meinem Tüllkostüm beginnt die Demontage. Dann mach ich Ritsch und steig aus meiner Wäsche raus. Für das Entfernen der Kledage krieg ich Gage. Und steh ich ganz im Freien da, dann gibt's Applaus. Wie eine Zwiebel pell ich mich aus meinen Häuten. Vor allen Leuten schaut, wer ich bin's. Denn meine Fülle ohne Hülle wirkt auf Männer, speziell auf Kenner aus der Provinz. Babette, das klingelt! Ja, doch. Hab ich gehört. Nach so einer Premiere geht das hier zu wie im Taubenschlag. Babette! Na, das war dir ja ein Abend gestern Abend, was? Ich gratuliere auch. Vielen Dank! Teddy! Pussy! Ich hab die Kritiken, das war ein Bombenerfolg für dich. Zeig doch mal her. Ach, die habe ich doch schon alle gelesen. Bis auf das Fremdenblatt. Aber Menschenskind, das ist doch das Wichtigste. Das lesen doch die meisten Leute. Was schreiben die denn? Weiß ich noch nicht. Warte mal. Ah, hier. Trocadero. Ja, les doch mal vor. Ein beispielloser Erfolg. Ein Riesenaufwand an Dekorationen, Kostümen und schönen Frauen. Oh, Daddy. Prickelnde, schlagfertige Melodien, nach denen bald ganz Hamburg tanzen wird. Wer schreibt das denn? Warte mal. WC. Och, das ist doch Willi Cantor. Ja, der meine Arbeit so bewundert. Leider sind die Gesangstexte des... Oh. Na, das ist ja nicht so wichtig. Nee. Sag mal her. Leider sind die Gesangstexte des Teddy Brandt von einer nicht zu überbietenden Blödheit. Willi Cantor, so ein Blödkopf. Hab ich ja gleich gesagt, der hat was gegen mich. Teddy, du Stackel. Und gerade in dem Blatt, was? Och, kann ich ja bloß drüber lachen. Wer liest denn überhaupt das Fremdenblatt? Teddy, komm her. Ich bin neugierig, ob ich nicht auch mein Fett wegkriege. Komm her, komm. Hier. Reizend, pikant und charmant wie immer Fräulein Pussy Angora, die namentlich mit ihrem im Zuschauerraum vorgetragenen Couplet wahre Beifallstürme auslöste. Hab ich dir doch gesagt, dass die Leute verrückt spielen bei dem Lied. Toll, was? Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, Teddy, dann haben wir das bloß diesem Provinzheini aus der ersten Reihe zu danken. Ja, der ist ja nicht mehr Geld zu bezahlen. Ja, nee. Och, da kommt schon wieder einer. Du, ich fahr noch mal schnell zum Theater rüber. Mal gucken, ob wir schon ausverkauft sind. Tschüss, mein Teddy. Und wenn das Mittagsblatt kommt, dann bringst du das gleich her, ja? Ja, klar doch. Reizend, pikant und charmant Ja, wie... nun, einen Moment. Na, Babette, wer ist das denn? Eine Dame. Sie sagt, sie ist eine alte Bekannte. Dann lass sie mal rein. Bestimmt wieder eine, die sie anpumpen will. Lebt da. Guten Tag. Millie? Mein Gott, Millie! Das ist ja eine Überraschung. Dass du mich mal besuchst, du. Ich hatte schon Angst, du würdest mich gar nicht wiedererkennen. Nun, wo du so berühmt bist. Na hör mal, ich werde doch meine gute Millie wiedererkennen, die mir für all meine Revuen immer so schöne Hüte gemacht hat. Ja, wenn Sie geschrieben haben,
Die Hüte von Pussy Angora stammen aus dem Putzsalon von Emilie Kolbe. Das war die beste Reklame für mich. So, aber eine Mahnung hast du mir trotzdem geschrieben. Hm? Setz dich doch erstmal. Du musst entschuldigen, das war bestimmt mein Mann. Och, du bist verheiratet? Ja, seit ein paar Jahren. Ich gratuliere auch. Und? Ist er jung? Ist er hübsch? Nun ja, nicht das eine und nicht das andere. Ein Buchhalter. Aber er ist ein ehrlicher und fleißiger Mensch mit einer guten Stellung. Aber nun will ich dir auch sagen, warum ich hierher gekommen bin. Ich hätte gern einen Rat von dir. Milli, mal zu. Ja, ich habe nämlich eine Tochter. Du hast eine Tochter, wie nett. Ja, aber die Tochter war schon vor der Hochzeit da. Ich war damals eben jung und ich war verliebt. Brauchst dich doch nicht entschuldigen, sowas kommt heute auch noch vor. Er hatte ein großes Geschäft hier in Hamburg und ich war bei ihm Korrespondentin. Ein wirklich vornehmer Mann. Ja, klar doch. Und da hat er deren auch eine große Aussteuer ausgestellt. 100.000 Mark. Was, 100.000? Sowas kommt heute nicht mehr vor. Wo wohnt der Kerl? Er lebt nicht mehr. Sag ich doch, der Schlag ist ausgestorben. Weißt du, bei uns in Ratzeburg weiß kein Mensch was davon. Und mein Mann hat natürlich auch keine Ahnung. Aber warum hast du ihm denn bis heute nichts davon erzählt? Du liebe Zeit. Oha, so ein Piesepampel ist er. Ja, in so einem Provinzkaff, wo er sich selbst doch gar nichts vorzuwerfen hat. Ja, sicher. Nee, wirklich, du. Er hat mir das hoch und heilig geschwört. In seinem ganzen Leben gab es nicht den kleinsten Flecken. Nee. Er hat bloß einmal. Siehst du wohl? Und das war auch nicht so richtig. Stell dir mal vor, er trifft ein junges Mädchen und nach einer Stunde hat der Bumspatz ein Kind von ihr. Oh, Milli, hör doch auf. Sowas gibt's ja nun gar nicht. Doch. Aber das ist schon mehr als 20 Jahre her. Er war damals noch ein junger Mann und in Pferden in Stellung. Da ging er bei Tau und Tag zum Bahnhof. Er wollte mit dem ersten Zug in Urlaub fahren. Und als er über die Brücke kam, sah er da ein junges Mädchen. Das wollte sich ertränken. Er kriegt sie gerade noch zu fassen und hat ihr gut zugeredet. Ja, da kriegt sie das große Heulen und hat ihm ihren ganzen Kummer anvertraut. Ich kann mir schon denken, unglücklich verliebt und so weiter und so fort. Ja, natürlich die alte Geschichte. Die Eltern hatten sie rausgeschmissen, kein Geld und seit Tagen kein Dach überm Kopf. Das klingt ja wie im Kino, Milli. Ja, und mein Mann, der gute Mensch, hat sie mit zu seiner Junggesellenstube genommen. Der gute Mensch. Aus Mitleid. Sie sollte sich mal richtig ausschlafen. Ja, und dann hat er noch 10 Mark in die Hand gedrückt und dann ist er in Urlaub gefahren. Und als er dann nach 14 Tagen wieder zurückkam... Oh, ich kann mir schon denken, war sie immer noch da? Nee, sie war weg. Aber ein Andenken hat sie ihm dagelassen. Ein neugeborenes Kind. Also, Milli, das ist ja nun wirklich zu viel. Er hat hoch und heilig geschworen, dass ihm das Kind gar nichts angeht. Aber das hat ihm natürlich kein Mensch geglaubt. Aber sag mal, Milli, was ist denn aus deiner Tochter geworden? Meine Malise? Ich habe sie in Sachsen aufwachsen lassen bei meiner Schwester, die ist dort Lehrerin. Aber das ging nicht mehr. Ich komme gerade von dort. Ich habe sie einfach mitgenommen. Was mache ich denn nun bloß mit ihr? Warum denn? Willst du sie mal sehen? Ist sie denn hier? Steht draußen. Ja, dann lass sie doch rein. Mann zu. Malise, komm mal rein. Nee, Mutti, nun lass mich mal. Nun stell dich nicht so an, sie beißt ja nicht. Mutti, ich kenn doch da gar niemanden. Du machst schön Knicks. Mutti! Schön, Juden doch. Die sieht ja aus wie die fromme Helene. Wenn sie mich auslaufen, dann gehe ich wieder raus. Oh, nee. Bleib du mal schön hier, mein Kind. Nee, aber auch. Nimm doch mal den gräsigen Bibi ab. Was denn für Bibi? Den Kaffeewärmer. Gut. Guck mal an. Was so ein ganz hübsches Gesicht, wa? Oh, Milli kann ja wohl nicht angehen. Wie kann man so ein hübsches Mädchen denn bloß so zum Pyjatz machen? Ja, eben. Also erstmal werden wir eins von meinen Kleidern anziehen und dann soll Babette dir mal den schrecklichen Zopf abschneiden. Was, Mensch, Zopf?
Ich bin dir ja so dankbar. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, bei der ich sie unterbringen kann, dass sie ein bisschen unter Menschen kommt, ein bisschen schick kriegt, ein bisschen Politur. Dann lass sie mal hier bei mir. Das wäre mir natürlich am liebsten. Sie ist ja sowas von schüchtern, weiß sich gar nicht zu helfen, besonders was Männer angeht. Das wird hier in Hamburg schnell anders werden. Oh, Besuch, dann will ich machen. Und du passt immer fein auf, was das Fräulein machen tut. Dann hast du auch bald den Bogen raus, wie man sich benehmen tut. Ich werd immer schön aufpassen, Mutti. Ja, ich lass deine Sachen von der Bahn abholen. Tschüss, Pussy. Und tschüss, Milli. Fräulein. Entschuldigung. Jetzt feigst die auch. Lachen Sie nicht so blammig. Mutti! Mutti! Babette, was gibt es denn? Der gnädige Herr ist gekommen. Du passt schön auf, dass du was lernen tust. Na gut, ich pass immer fein auf. Ich bin lyrisch wie ein Papagei. Babette, der kleine Papagei bleibt hier bei uns. Ach nee. Such mal schnell ein hübsches Kleid für sie raus, ja? Auch das noch. Morgen, Pussy. Oh, du bist heute Morgen aber früh. Ich war sogar schon auf dem Kontor. Ich habe schon so viel Ärger gehabt. Oh, Bubi. Vergiss doch mal deine dösigen Geschäfte, ne? Jetzt bist du hier bei mir und zieh bloß nicht so eine Flunsch. Oh, Schatzi. Bubi. Nun guck mich doch mal ein bisschen lieb an, du Lunke, du. Oh, lass das, ich bin für sowas heute wirklich nicht in Stimmung. Ach, gib mir mal einen ordentlichen Süßen, dann kommst du schon in Stimmung. Na, na? Ach, Pussy. Komm her, du süßer Schlingel, du. Du, wenn du nicht auf der Stelle lieb zu mir bist, dann gehe ich dir an die Gurgel, du Hund, du. Ach, du tust mir weh. Dann mach mich ja nicht fühlst, ja? Ich kneif dich, ich kratz dich, ich beiß dir die Nase ab. Nee! Nanu, Gott, das Mädchen, das habe ich ja ganz vergessen. das ist ja eine flotte Puppe. Wer ist das denn? Das ist die Modekönigin von Instaburg. Was? Die Tochter von der Bekannten. Schön, Newton, doch. Ich soll ihr ein paar vornehme Manieren beibringen. Da hat sie bei dir hier gerade die richtige Lehrmeisterin. Ja, nun kommen Sie mal, Fräulein. Ein schöner Mann. Sie nicht so piepen, was? So, jetzt hör mir mal zu. Bubi, hast du heute Morgen schon die Kritiken gelesen, ja? Pussy. Ach, überhaupt. Was macht denn mein spezieller Freund, Herr Haselhoden? Ja, da hast du mir vielleicht was eingebrockt. Der ist sowas von wütend. So ein Quatsch, wenn dieser Cover keinen Spaß versteht. Pussy, du wirst schon sehen, was du da angerichtet hast. Er will dir heute noch die Wohnung hier kündigen. Und dich rausschmeißen aus deiner feinen Villa. Na, da warte mal drauf. Ne? Ja, da brauchst du gar nicht lange zu warten. Das ist er. Ich gehe schon. Ach, Sie sind das? Ja, ich bin das! Menschenskinder! Ich komme gerade vom Theater. Wollte mir da einen Vorschuss holen. Aber das ist ja gar nicht ranzukommen an die Kasse. Da ist vielleicht was los. Die ersten 3 Vorstellungen sind schon ausverkauft. Mein lieber Schilling, pumpen Sie mir doch bitte bis Tut morgen. mir leid, bei mir ist auch nicht ranzukommen. Bei mir stürmen Sie die Kasse auf. Aber das sind der Pannemann und meine Gläubiger. Der ist ja offenbar so gediegen. Der ist im Moment wohl ein bisschen klamm. Oha. Dann muss er dich bestimmt bald mit einem stillen Kompagnon teilen, was? Ich soll meinen Bubi betrügen. Sag mal, was denkst du denn von mir? Ich bin treu wie Gold. Ja? Oh, Bubi, du bist das. Seit wann bist du denn wieder in Hamburg? Ach du, ich hab mich so nach dir gesehen. Ja, klar. Ich warte hier auf dich. Ah, tschüss. Bis dann, Bubi. Was denn? Das war mein Onkel. Ach, dein Onkel Bubi. Du, werd ja nicht frech, ja? Sonst schmeiß ich dich raus. Ich muss mich sowieso umziehen, also mach dich mal dünne. Du, warte mal. Kannst du mir nicht bis morgen... Du hast ja wohl einen Vogel. Ja, sind denn hier alle pleite? Da ist ja schon wieder ein anderer. Und der ist auch nicht übel. Nanu! Schön, Juden, doch. Tag. Was bist du denn für ein hübsches Entlein? Ich heiß Marlieschen Kolbe. Aha, was machen Sie hier? Ich soll hier geschliffen werden.
Was? Na, Sie sollen mich hier aufpolieren. Ja, sowas gibt das, ne? Ein schöner Mann. Die Lütte ist wohl ein bisschen zurückgeblieben. Meine Mutti hat mich hier in die Lehre gegeben. Ach, und hast auch schon was gelernt? Und eine ganze Menge. Nun, pass mal drauf. Was kriegen wir nun? Mein Schatzi. Mein Bubi. Was ist los? Was guckst du mich denn so dammlich an? Gib mal lieber einen Kuss. Also, ich muss doch bitten. Na komm her, du geliebter Hund, du. Also, dann wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Sind Sie vielleicht so gut und lassen mich zumindest wieder aufstehen? Ich muss hier erst erwirren. Was wollen Sie? Ja, du siehst so strollig. Ich kratz, ich beiß dir die Nase ab. Nö, wie war ich? Um Himmels Willen, die gehört ja eingesperrt. Schatzi! Bubi! Bleiben Sie mir vom Leib, Sie Sadistin! Was hab ich nur verkehrt gemacht? Nanu? Ach, die neue Sekretärin. Was wollen Sie denn hier bei mir? Bei Ihnen hier? Wohnen Sie hier? Ja, gewiss doch. Herr Haselhuhn hat mich hier bestellt. Ach, Herr Haselhuhn. Dann warten Sie mal hier drin auf ihn. Oh, ich würde lieber hier warten. Habe ich auch nichts gegen, bitte. Sie sind ein hübsches Mädchen, Fräulein. Müller. Ganz einfach Müller. Sehen Sie, Fräulein Müller. Ich sehe das gar nicht gerne, wenn mein Georgie so eine smucke Sekretärin hat. Ach, Sie haben Angst, Ihr Freund könnte sich im Dunkeln mal verirren. Bei den Männern weiß man noch nie so genau. Sie haben doch bestimmt einen Freund. Ich? Na, machen Sie mir doch nichts vor. Von den paar lausigen Groschen, die Sie verdienen, können Sie sich doch so teure Klamotten gar nicht leisten. Wo waren Sie denn bisher in Stellung? Bei Konsul Wieland. Babette! Ja, doch. Bei Konsul Wieland, das ist bestimmt so ein reicher Pfeffersack, hm? Oh ja. Hat er die Klamotten bezahlt? Ja, so ist das. So ein richtig alter Daddy. Ja, er ist mein alter Daddy. Sehen Sie? Gucken Sie mal, Fräulein. Dieser opulente Blumenstrauß ist eben für Sie abgegeben worden. Von wem ist er denn? Weiß ich nicht. Da ist ein Brief. Also das ist ja nun wirklich zu piepen. Wissen Sie, von wem diese Rosen sind? Von Ihrem Konsul Wieland. Ach nee. Hören Sie mal her. Hochverehrtes Fräulein Pussy, ich lege Ihnen diese bescheidenen Blumen zu Füßen und erlaube mir, Ihnen heute meine Aufwartung zu machen. Hochachtungsvoll der Ihre, Konsul Wieland. Na, was sagen Sie nun? So ein Filou. Na, warte, Mann. Sehen Sie, selbst auf so einen alten Knacker ist kein Verlass. Aber wenn ich Sie so angucke, Sie werden sich doch nicht mit dem alten Kerl begnügen. Wie meinen Sie das? Na, man braucht immer einen fürs Portemonnaie und einen fürs Herz. Ja, das ist meiner fürs Herz. Ah, Herr Schilling. Und der fürs Portemonnaie, der liegt hier drunter. Fürs Herz wüsste ich auch schon ein. Na, der Mann ran. Er ist leider noch vergeben. Dann spannen Sie ihn der anderen eben aus. Wo Sie sich drauf verlassen können. Sehen Sie? Fräulein, dieser Haselhuhn ist eben angekommen. Ohne Flutsch zieht er. Jetzt schon. Also wenn der mich zu sehen kriegt, dann geht er bestimmt in die Luft. Da. Guten Tag, Herr Haselhuhn. Na, was ist los? Wieso lachen Sie nicht? Warum soll ich denn lachen? Die ganze Welt lacht hier über mich. Warum? Sie waren gestern wohl nicht in der Revue? Nee. Ach so, darum nicht. Was würde ich darum gehen, wenn ich auch nicht da gewesen wäre? Was denn, Sie waren? Ja, leider. Ja, keine Ahnung, was Sie da mit mir aufstellen. Ha, schon wieder eine Bühne. Ich wüsste immer noch nicht. Dann lassen Sie mich das erklären. Herr Schilling hatte mir ja einen Platz anweisen lassen. Ganz vorne an der Bühne. Ich habe mal nachgeguckt. So ein Platz kostet 18 Mark. 18 Mark, so ein Platz. Das bloß mal so nebenbei, dass Sie wissen, was der Herr Schilling für einer ist. Aber was ich da zu sehen gekriegt habe, das erzähle ich Ihnen lieber nicht. Aber die Bühne, die soll ja gewaltig sein und dann erst die Kostüme. Kostüme? Ich habe keine gesehen, die haben Sie gestern wohl weggelassen. Und Pussy Angora, die hat doch auch mitgespielt. Oh ja, das sagen Sie mal, sogar Bös. Bitte? Bös hat sie mir mitgespielt. Ihnen? Ja, warum denn das? Je länger der Abend dauerte, je nixiger wurde die Kleidage von dieser Dame.
So um 11 rum kam sie in einem Aufzug raus. In einem Aufzug? Also wenn wir zu Hause in Ratzeburg in die Badewanne klettern, haben wir mehr an. So stellt sie sich denn hin und fängt an zu singen. Mittendrin, ich denke, mich trifft der Schlag, kommt sie von der Bühne runter in den Saal, direkt auf mich zu. Nein, wirklich. Mir wurde Angst und Bange. Und dann setzt sie sich bumsbatz auf meinen Schoß, umhalst mich vor all den Leuten, stellen Sie sich das bloß mal vor. Und dass Sie das denn noch alle im Saal mitkriegen, alle Lampen auf uns. Oh nein, wie keck. Das war ja noch gar nichts. Zuletzt drückt sie mir noch hin auf, dass es nur so knallt. Nennt mich Schnucki und sagt, ich hätte sie toll gemacht in der Nacht. Wenn Sie mal das Publikum erleben müssen. Krakeelt und Juchait haben die vor Vergnügen. Ach, Sie Arme, und das mussten Sie sich alles gefallen lassen. Oh, da kennen Sie mich aber schlecht. Ich habe mich mit Macht zur Wehr gesetzt. Sie ging aber nicht runter von meinem Schoß. Da bin ich fünsch geworden. Bin aufgesprungen und habe mich vor das Publikum hingestellt. Meine Herrschaften, habe ich gesagt, als verheirateter Mann kann ich so etwas nicht auf mir sitzen lassen. Aber das ganz aus. Gequietscht und getrampelt haben die Leute. Da Capo haben sie geschrien. Besonders so ein alter Pavian mit Monokel, der kriegte sich gar nicht wieder ein. Bravo, Schnucki, da Capo! Da wurde mir die Sache zu dumm. Ich habe mich losgerissen und bin durch den ganzen Saal raus auf die Straße gerannt. Na, dies Fräulein Pussy, die soll mich noch kennenlernen. Ja, aber Sie wissen doch, dass Sie hier bei ihr sind, oder? Oh, sicher weiß ich das und ich gehe auch nicht eher wieder weg, bis ich diese Person hier rausgeekelt habe. Na, da haben Sie sich ja eine harte Nuss vorgenommen. Das macht nichts. Ich bin alter Nussknacker. Hier, die Geschäftsbücher. Na, dann will ich mich mal gleich an die Arbeit machen. Machen Sie das, machen Sie das. Mein Fräulein, wenn Sie nicht wollen, dass ich meinen Klaps kriege, dann... Was habe ich denn jetzt wieder ausgefressen? Das fragen Sie noch. Vom ganzen Theater voller Menschen nennen Sie mich Ihren Schnucki und setzen sich auf meinen Schoß? Ich bin doch auch wieder aufgestanden. Ja, aber der Schnucki wird ewig auf mir sitzen bleiben. Stellen Sie sich das doch bloß mal vor. Wenn da gestern Abend rein zufällig einer im Theater war, der mich aus Ratzeburg kennt, dann bin ich verratzt. Aus Ratzeburg sind Sie? Ja, ich bin der Stadt bekannt. Bin Vizebrandmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und erster Vorsitzender vom Dackelclub. Donnerwetter! Wenn sich das in Ratzeburg rumspricht, kein Dackel nimmt mir eine Wurst von mir. Kann ich auswandern nach Amerika, verseihen nach Afrika. Und weil mein Chef die Geschichte mitgekriegt, ist, Gott nicht auszudenken. Üben Sie für einen Marathon? Meine arme Frau, die kriegt das denn ja auch noch ab. Wieso das denn? Was hat die denn damit zu kriegen? Na, die hat auch einen Putzsalon und Hutladen in Ratzeburg. Glauben Sie, die Frau Bürgermeisterin kauft dann noch was bei ihr? Dann können wir uns all die Hüte an den Hut stecken. Was, Ihre Frau, die hat einen Putzsalon? Ja, was für ein. Emilie Kolbe, das ist heute der erste Hut, das erste Haus in der Stadt. Was, das ist Ihre Frau? Das ist meine Frau. Und Sie sind der bei Tag und Tag... Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Nix, gar nichts. Also Sie wollen sich hier einquartieren, in meiner Wohnung, ohne mich zu fragen? Das muss ich nicht. Diese Wohnung wird von der Firma Schilling Nachfolger bezahlt. Also ist das so etwas wie ein Geschäftslokal. Ich verlange jetzt von Ihnen, dass Sie das Lokal verlassen. Die Wohnung wird heute noch gekündigt und die Möbel kommen zur Auktion. Na, warte. Ich soll also alles zurücklassen, was mir so am Herzen liegt? Ach, jetzt spielen Sie mir hier nicht wieder Komödie vor. Da falle ich nicht mehr drauf rein. Ach, nee. Ich hab's ja schon längst aufgegeben, Sie umzustimmen, aber wenn Sie wüssten, wie schwer ich das im Leben hatte. Was ich leiden musste als Kind. Ich habe niemals eine Mutter gehabt. Niemals einen Vater. Dann hat sie wohl Adebar aus dem grünen Kohl geholt und durch den Schornstein geschmissen. Also das gerade nicht, aber wissen Sie, wo ich auf die Welt gekommen bin? Im Bett eines wildfremden Herrn. Nehmen Sie es mir nicht krumm und ich will ja auch nichts gegen Ihr Fräulein Mutter sagen, aber dieser fremde Herr, das war natürlich Ihr Galan. Meinen Sie? Na, guck mal an. Und er hat steif und fest geschworen, dass er Sie gar nicht kennen würde. Ach, so ein hinterhältiger Angsthase, der sich drücken wollte. Wissen Sie, was er den Leuten auf die Nase binden wollte? Na? Er wäre eines Morgens über eine Brücke gegangen und wäre dazugekommen, als meine Mutter ins Wasser gehen wollte. Was ist das? Er hat sie zurückgerissen und aus lauter Menschenfreundlichkeit mit in seine Wohnung genommen. Sagen Sie mal, wie lange ist das her? Mehr als 20 Jahre. Stimmt.
Und wo ist das passiert? In Pferden. Stimmt alles. Aber für Sie ist das sicher alles Schwindel. Hm? Ihnen wird sicher ganz schwindelig bei dieser Geschichte. Oh, sagen Sie das nicht, sagen Sie das nicht. Sowas kann vorkommen. Na, hören Sie mal, Sie werden dem Kerl doch wohl nicht auch noch die Hand vor den Hintern halten? Doch, das will ich. Das ist vielleicht ein hochanständiger Mensch. Aber gerade eben haben Sie ihn noch hinterhältiger Angsthase genannt. Da habe ich den Mann noch nicht gekannt. Nein, da habe ich die Geschichte noch nicht gekannt. Und ich bin mir ganz sicher, dass er mit Ihrer Mutter überhaupt nichts zu tun hatte. So, auf einmal. Und wieso hat er ihr dann das Geld gegeben? Die palausigen Groschen. 10 Mark! Wenn er mit Ihrer Mutter was gehabt hätte, hätte er ihr doch wenigstens 20 gegeben. Sagen Sie mal, Sie reißen sich ja fast ein Bein aus für diesen Bagalot. Das kommt mir aber ganz schön verdächtig vor. Was denn, wieso denn? Kennen Sie ihn am Ende? Wie soll ich wohl? Ich werde den Kerl schon zu fassen kriegen. Und wenn ich alle Detektivbüros von ganz Hamburg auf seinen Hals hetzen müsste. Liebe Zeit, das werden Sie dem armen Mann doch nicht antun. Und was er mir angetan hat? Oh. Stellen Sie sich das bloß mal vor, dass man so ein kleines, süßes Baby einem wildfremden Menschen anvertraut und dass der sich dann gar nicht mehr um dieses arme Wesen kümmert. Aber Sie haben es da doch sicher gut gehabt. Gut? Dass ich nicht lache. Statt mich aufzuziehen, zog mein Ziehvater mit mir von Haus zu Haus. Und ich musste immer nach seiner Ziehharmonika tanzen. Oh, hören Sie auf, mir zieht sich das Herz zusammen. Auf seiner Schulter hat ein Affe gesessen. Und ich musste immer das Geld einsammeln. Und wenn ich nicht genug Geld eingesammelt habe, dann konnte er ganz schön böse werden. Der Affe? Nee, der Ziehvater. Oh, dann hat er Ihnen wohl eins übergezogen. Oh, sprich mir da nicht von. Wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn mich nicht der Leutnant mit sich genommen hätte. Was? Der von der Heilsarmee. In der Heilsarmee waren Sie auch? Ja. Und eines schönen Tages, wir sangen gerade das schöne Kirchenlied Hoffe auf den Himmel nach der Melodie von Trinken wir noch ein Tröpfchen. Da wurde eine Dame auf meine schöne Stimme aufmerksam. Und die hat mich dann mitgenommen zum Theater. Und wenn ich mich heute halbnackt vor all den Leuten im Theater zeigen muss, wer ist da wohl schuld dran? Ich. Ja. Und jetzt soll ich wieder weggejagt werden. Was denn, wieso denn? Na, Sie wollen mich doch auf die Straße setzen. Ich? Sie haben gesagt, ich soll meine Oh, das haben Sie wohl den verkehrten Hals gekriegt. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Drücken Sie mir einen auf. Na, auf die Stirne. Wie ein Vater seinem Kinde. Es klingelt. Ja, doch. Mein Zeit ist das ein Hornochse. Nanu, was soll das denn jetzt heißen? Mir erzählen Sie, Sie wollen hier das Mobiliar verkaufen. Und jetzt machen Sie es sich hier gemütlich. Herr Schilling, nun denken Sie mal nicht, was Sie denken. Fräulein Pussy hat mir gerade die traurige Geschichte Ihrer Kindheit erzählt und das hat mich doch bös mitgenommen. Ach nee, aber auch. Haben Sie denn nicht gewusst, dass sie in der Heilsarmee war? Nein, das höre ich zum ersten Mal. Kennen Sie die Geschichte mit dem Affen? Nee. Na also, dann können Sie überhaupt nicht mitreden. Ich sehe schon, Pussy hat ihm wieder schön was vorgeflunkert. Nee, diesmal stimmt alles. Das weiß ich nur rein zufällig ganz genau. Ja, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ich habe aber viel wichtigere Sachen mit ihm zu besprechen. Eben finde ich in meinem Kontor diesen Brief hier vom Rechtsanwalt Marcuse. Ein paar Gläubiger sind mit dem Angebot nicht einverstanden und wenn sie bis Ultimo nicht ihr Geld sehen, stellen sie Antrag auf Konkurs. Na, das ist ja ein schöner Schied. Da brauchen wir ja wenigstens so 60.000 bis 70.000 Mark und das ein bisschen fix. Ich werde diesen Winkeladvokaten gleich mal anrufen. Oh, Entschuldigung. Guten Morgen, Fräulein Müller. Guten Morgen, Herr Schilling. Sie sind auch hier? Ja. Ach, Sie können mir da gleich mal was erklären. Ich finde da eben in Ihrer Dokumentenmappe dieses Schriftstück. Danach soll ein junges Mädchen am Tag ihrer Hochzeit 100.000 Mark ausbezahlt bekommen. Ja, was ist das denn jetzt wieder? Ja, stimmt. Das ist so eine alte Kamelle von meinem seligen Onkel. Der hatte immer ein ganz großes Herz in solchen Sachen. Und aus Dankbarkeit für die Mutter, die mir ein bisschen die Zeit vertrieben hat. Was denn, womit denn? Ja, vielleicht haben die beiden 66 miteinander gespielt. 100.000 Mark? Da müssen die beiden aber hochgespielt haben.
Er hat eben Pech gehabt. Wenn er einen kleinen König gekriegt hätte statt einer Dame, wäre die Sache viel, viel billiger geworden. Das ist dann wohl schon lange aus der Welt. Na, leider nicht. Das kommt auch noch auf mich zu. Ach du grüne Grüt, ja, wenn du eins das Deswegen lasse ich mir doch jetzt noch keine grauen Haare wachsen. Viel wichtiger ist, dass wir das Geld für die Gläubiger zusammenkriegen. Wo soll das denn herkommen? Ja, ich tue doch schon mehr, als man verlangen kann. Ich will ja, um mich zu retten, sogar schon heiraten. Ach, wenn doch bloß der Konsul mit seiner Tochter endlich mal antanzen würde. Ja, richtig. Wo bleibt denn dieser alte Quatschkopf? Ja, der lässt sich ganz schön viel Zeit. Wo wir die halbe Million auch so nötig brauchen könnten. Ja! An uns denkt mal wieder kein Mensch. Vielleicht hat die Tochter das ja gar nicht so eilig. Ach, die soll sich doch freuen, wenn sie überhaupt noch einen abkriegt, die dussige Kuh. Sie haben gut lachen, Fräulein Müller, aber mir ist schon ganz kudderig. Weil Sie Fräulein Wieland heiraten müssen? Ja, ich muss wohl in den sauren Apfel beißen. Oh, das tut mir aber leid für Sie. Wenn ich bloß daran denke, dass ich jetzt Adieu sagen muss zu all den schönen Seiten vom Junggesellenleben. Zu Fräulein Pussy. Damit habe ich mich schon abgefunden. Ach, dann werden Sie also ein treuer, braver Ehemann. Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Na, das wird sich Fräulein Wieland aber nicht gefallen lassen. Ja, was will sie machen, wenn mir so eine niedliche kleine Dehen über den Weg läuft, die mir gefällt? Ja, nehmen wir doch mal an, ich hätte mich in sie verguckt. In mich? Warum denn nicht? Wäre doch möglich. Das liegt ja sogar auf der Hand. Sie sind doch wahrhaftig ein Prachtstück von dem. Aber Herr Schilling... Das kann Fräulein Wieland mir doch gar nicht krumm nehmen, wenn ich sie mit Ihnen betrügen würde. Mit mir? Ja, aber dann müsste ich mich doch auch in Sie verlieben. Halten Sie das denn für ganz und gar unmöglich? Na, das würde ich so nicht sagen. Ja, sind wir uns ja einig. Oh. Sie müssen sich gar nicht lange wehren. Um ein Küsschen kommen Sie doch nicht herum. Sie kleines Goldstück, Sie. Oh nein, mein bester Herr Chef, das habe ich ganz bestimmt nicht vor, Nachfolgerin von Fräulein Pussy zu werden. Das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ach, dass Sie aber auch nicht mal so eine lausige halbe Million haben. So wirklich jammerschade. Bei Ihnen würde ich das sogar deutlich billiger machen. Na. Doch bestimmt. Das wäre wieder mal bös leichtsinnig von Ihnen. Wieso das denn? Das verrate ich Ihnen später mal. Bubi, du bist auch wieder da. Du erwartest Besuch? Ja. Fräulein, Ihr Herr Onkel. Ach, mein Herr Onkel. Ja, soll ich ihn reinlassen? Bitte, der hat vorhin schon angerufen. Der war doch erst vor ein paar Wochen hier. Ja, der hängt eben so an mir. Na gut, dann mache ich mich dünne. Ja. Aber nicht da lang, da kommt doch der Onkel. Und wir wollen doch nicht, dass ihr zusammenstoßt. Ich meine, sonst kriegt er noch Spitz, dass du und ich. Das wäre mir doch peinlich. Also gut, dann gehe ich so lange da rein. Bubi, das ist so nett von dir. Lass ihn rein, Babette. Ja, bitte. Tag, Bubi. Tag, Milone. Du glaubst nicht, wie ich mich freue, dass du mich mal besuchst. Ich habe auch lange genug warten müssen. Och, ich habe doch gestern Abend erst Premiere gehabt und heute da laufen die Agenten mir fast die Türen ein. Gerade eben war auch wieder so ein Kerl hier. Ach so. Du weißt, dass ich ganz schön böse auf dich bin. Hm? Warum warst du gestern nicht in meiner Premiere? Ich habe dir doch schon am Telefon gesagt. Du und deine dusseligen Geschirr. Oh. Bubi, Ja. wie generös. Moment. Das ist für die Preziosen. Och, du Schatzi. Bubi. Hast du schon die Kritiken gelesen? Die waren doch sensationell, ne? Ja, ich habe mich wirklich gefreut. Richtig, du, wer war denn der Kollege, mit dem du deinem Publikum diesen Spaß getrieben hast? Wo ich auch hinkomme, überall reden sie bloß von ihm. Ich gehe heute Abend rein, den Kerl muss ich mir angucken. Kollege, das war wirklich so ein Heini aus dem Publikum, so ein Provinzonkel. Der Kerl muss ja zum Totlachen gewesen sein. Oh, ich muss ja los. Was, jetzt schon? Ja, ich komme doch wieder. Ich muss bloß eben noch zur Diskontobank. Oh. Dann hole ich dich ab und wir frühstücken zusammen. Na, darauf freue ich mich. Tschüss, Milene. Tschüss, Bubi. Mein Gott. Oh, guten Tag. Gratuliere zu den Kritiken. Ihr habt ja fast überschlagen. Ja, vielen Dank. Wann kommen Sie denn noch vorbei? Ich gucke mir das heute Abend an. Bubi, kannst wieder reinkommen? Na, ist er weg, der sittenstrenge Herr Onkel. Ja, und der hat mir wieder so eine Moralpredigt gehalten. Echo Mittag, Echo Mittag. Schreiben Sie über mich? Allerbest. Aber wisst ihr, wer am besten wegkommt? Der Provinz-Heini aus der ersten Reihe. Ich komme gerade aus dem Theaterkontor. Seit heute Morgen steht das Telefon nicht mehr still. Alle wollen Sie wissen, ob der Mann auch heute Abend wieder mitspielt.
Den kriegen doch keine 10 Pferde mehr ins Theater rein. Na, das wollen wir doch mal sehen. Hören Sie mal, Herr Schilling, wegen dieser alten Geschichte. Da ist er ja. Da ist er ja. Was ist das denn für ein halbgarer Jungsbund? Da ist er ja. Jetzt fangen die Kerle auch schon an, mich abzulecken. Der ist doch irgendwo ausgekniffen. Halb Hamburg sucht nach ihm wie nach einer Stecknadel. Das sehen Sie sich da auch nicht. Ich glaube eher, die suchen nach Ihnen. Was will der Mann von mir? Sie sollen sich heute Abend wieder in die erste Reihe setzen. Ja, ich habe ja eine Engelsgeduld. Und ich habe all mein Lebtag noch einer Fliege was zuleide getan. Lassen Sie mich nicht bei Ihnen anfangen. Sie haben ja keine Ahnung, wie gut Sie angekommen sind. Alle Zeitungen sind voll von Ihnen. Was? Ja, hören Sie doch mal, was das Echo schreibt. Ja. Hier. Ein grandioser Regieeinfall war es, einen in Hamburg bisher unbekannten Komiker nicht oben auf der Bühne, sondern unten im Publikum debütieren zu lassen. Hören Sie das? Dieser Mann mit seiner geradezu verboten dämlichen Visage. Was ist das? Was lesen Sie denn da? Moralisch entrüsteter Provinzler, so überwältigend komisch, dass das Publikum vor Vergnügen kreischt. Ach, das habe ich alles bloß Ihnen zu verdanken. Leider war der Name dieses Herrn auf dem Programm nicht genannt. Das hätte mir auch gerade noch gefehlt. Dann hätte ich mich überhaupt nicht mehr nach Ratzeburg zurückgetraut. Oh, wenn mein Chef das liest. Wenn er erfährt, dass die dämliche Visage mir gehört. Das kann doch gar nicht passieren. Kein Mensch weiß doch, wie Sie heißen, mein lieber Herr. Eduard. Haselhuhn. Das ist auch mein einziger Trost. Ja, hier bei Pussy Angora. Wer spricht da? Ja, hier ist Teddy Brandt. Teddy, wer ist das denn? Ja, weiß ich. Das ist ein Herr Eduard Haselhuhn. Was ist los? Aus Ratzeburg. Ja. Ja, alles klar. Bis dann. Tschüss. Teddy, wer war das? Das Echo. Sind Sie denn verrückt geworden? Ich bring Sie um. Nicht jemand hier. Nur mal so, chill, Herr Haselhuhn. Denken Sie an Ihren Klaps. Er hat einen Klaps? Noch nicht, aber wenn ich mich weiter so aufrege, kriege ich Sie heim. Nein, Nummer sind nicht mit den jungen Pferden, nicht? Herr Ja, Haselhuhn. triezen Sie mich nicht. Hätte mein Chef mich doch bloß nicht nach Hamburg geschickt. Tada! Oh nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Mal Kontenance mit Ihnen. So, Fräulein Pussy, nun passen Sie mal auf. Jetzt werden Sie sich gleich platt auf den Moors setzen. Ja, dann kommen Sie mal rein. Ja, nun mal nicht so genannt. Mein Zeit, Babette! Ja, gucken Sie mal, wenn meine Tante mich so sehen können. Also so wie du nur aussiehst, wirst du bestimmt bald einen Bräutigam finden. Was, Babette? Das glaube ich auch. Und dann auch noch mit deiner Mitgift. Was? Geld hat sie auch. Was hast du denn? Eben hat mich Amors Pfeil getroffen. Also das könnt dir wohl so passen, was? Du mit deiner chronischen Ebbe in der Kasse, du willst dich mit dem armen Mädchen sanieren. Lass dir bloß von diesem Burschen nix, aber auch nix erzählen. Noch du. Sind sie denn krank? Ja, krank vor Liebe. Denn du hast mich einfach aus den Puschen gehauen. Annie, schabern Sie nicht so dammeliges Zeug. Nee, ehrlich. Wenn ich dich so anguck. Nicht wahr, fein sehe ich aus, ist alles reine Seite. Die Schlüpfer hoch, wollen Sie mal sehen. Nur noch nicht. Ne? Erst wenn wir verlobt sind. Was, verloben wollen Sie sich mit mir? Ja, das ist doch wohl das Mindeste. Ich würde dich vielleicht sogar heiraten. Annie. Jawohl. Denn du hast mich verzaubert mit deinen kuhdummen Kinderaugen. Sie Schmeichler. Alles an dir gefällt mir. Du bist so frisch, so natürlich, weißt, wie eine Frau sich elegant bewegt. Nimm die Hände vom Bauch, das bringt mich aus der Stimmung. Mein sollst du werden, und wenn du bettelarm wärst. Wie viel hast du denn? Eine ganze Menge. 10.000? Mehr. 20? 30? 40? Viel mehr. Noch mehr. Du bist der Himmel für mich. Komm in meine Arme. Was ist hier denn los? Sie sind ja immer noch hier, Sie unverschämter Kerl. Schlabbern Sie jeden ab, der Ihnen vor die Schnute kommt? Ach, hören Sie mal. Ich darf das Fräulein ist meine Braut. Tschüss, mein Goldstück. Ich gehe nun und kaufe die Verlobungsringe. Ach ja, können Sie mir vielleicht 50 Mark leihen? Und nun sehen Sie aber zu, dass Sie Land gewinnen, ja? Unverschämter Bambuse. Was macht dieser Mensch überhaupt? Wie heißt der? Das weiß ich gar nicht. Und dann wollen Sie ihn heiraten?
So ein Windbeutel, der nichts hat und nichts kann? Dafür hab ich doch genug. Sie haben Geld? Geld wie Heu. 100.000 Mark. 100.000, da gibt Ach, jetzt sitzen wir ganz und gar in der Bredouille. Ich habe gerade mit dem Advokaten telefoniert, der lässt sich auf gar nichts ein. Wenn ich bis Ultimo nicht zumindest 50.000 bezahle, komme ich um die Pleite nicht mehr rum. Ich besorge Ihnen das Geld. Wie wollen Sie das machen? Sie müssen so schnell es geht heiraten. Ja, weiß ich, aber der Konsul kommt doch einfach nicht. Auf den können wir nicht mehr warten. Ich habe eine andere Partie für Sie. Was? Ja, wer denn um Himmels Willen? Hier, diese taufrische Jungfer. Ach, das ist doch diese kleine Landpommeranze. Ja, jetzt sieht's ja wirklich ganz niedlich aus. Niedlich? Eine Venus. Wie groß ist Ihre Mitgift? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. 100.000 Mark. Na, mein lieber Hase. Dann sammeln Sie doch nicht in einer Tour dazwischen. Von wem bekommen Sie denn diese Mitgift? Von meinem Vater. Da hören Sie es, Ihr Vater ist ein honoriger und steinreicher Mann. Wo wohnt denn Ihr Vater? Und der ist schon lange tot. Ja, bravo! Mensch, haben Sie Glück, da müssen wir ihn gar nicht erst lange fragen. Wer war denn Ihr Vater? Der Senator Theodor Schilling. Mein Onkel. Was denn, wieso denn? Ja, merken Sie denn das immer noch nicht? Was denn, die 100.000 sind ein und dieselben, die ich aus dem Geschäft ausbezahlen soll. Herr Haselhund, Kompliment, das war wirklich eine grandiose Idee von Ihnen. Das konnte ich ja nicht riechen. Mein Fräulein, wir ziehen unseren Antrag zurück. Dann heirate ich eben den anderen. Den Teufel werden Sie tun, Sie werden überhaupt nicht heiraten. Warum nicht? Sonst drehe ich Ihnen den Kopf um. Ach, ich denke, wir geben auf. Noch nicht. Ein Strohhalm ist und bleibt der Konsul. Ich werde gleich mal versuchen, den Generaldirektor ans Telefon zu kriegen. Der muss ihn ran schaffen, tot oder lebendig. Und ich glaube, ich brauche erst mal ein bisschen frische Luft. Ach, wenn der Konsul doch bloß bald da wäre, der alte Esel. Bitte, nehmen Sie doch eben Platz. Das Fräulein, das kommt gleich. Danke, danke, danke. Aha. Na nu, wer ist das denn? Na ja. Guten Tag. Guten Tag. Oh, nee. Da, da. Oh. Nanu, das ist doch Daddy. Hilde, du bist hier. Ja, ich bin hier, aber darf ich fragen, was du hier willst? Was ich hier will? Ja. Ja. Also du kannst aber auch Leute ausfragen. Ich weiß auch so, was los ist. Du hast dich mal wieder verliebt. Aber der... Aber mir scheint, deine Chancen stehen schlecht. Ach nee, schon wieder vergeben? Doppelt und dreifach. Das Fräulein hat schon lange einen anderen. Einen Jüngern. Ja, wen denn? Den hier. Wer ist das denn? Ach, richtig, du kennst ihn ja noch gar nicht. Darf ich vorstellen? Herr Georg Schilling. Was? Und ich treffe dich hier in der Wohnung von seiner Geliebsten? Also das ist ein Ding. Auf der Stelle kommst du mit mir mit. Ha! Oh, der ist auch da. Der alte Pavian. Ach, die Herren kennen sich. Na klar doch. Hallo Schnucki. Machen Sie mich nicht wild. Ich habe Sie so und so schon auf dem Kieker. Was haben Sie hier verloren? Das geht Sie gar nichts an. Ich bin hierher gekommen, um diese junge Dame mitzunehmen. Was denn, meine Sekretärin? Aber ich kann doch meine Stellung hier nicht so plötzlich aufgeben. Ach, Stellung, das ist doch dummes Zeug. Das ist eine Schnapsidee von dir. Das hast du doch gar nicht nötig. Also sei vernünftig, meine Kleine, und hau hier in den Sack. Ach so, allmählich geht mir hier Licht auf. Sie wollen eine anständige Dirne, die hier auf ehrliche Art und Weise ihr Brot verdient, mit glatten Worten auf die schiefe Bahn locken, Sie alter Boxy. Ich höre wohl nicht recht. Und streiten Sie das auch noch ab. Ich habe das ja mit meinen eigenen Ohren gehört. Was ist denn hier los? Dieser alter Knacker hier ist frech geworden und will Ihrer Sekretärin an die Wäsche. Das ist allerdings ein Ding. Also Gott verdammt nochmal, ich hab ja wohl noch das Recht. Nein, mein Herr, das haben Sie nicht. Sie sollen sich was schämen, Sie alter Truthahn, Sie. Na, hören Sie mal. Sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen. Raus! Raus! Ja, lachen Sie nur noch. Also ich verstehe auch nicht, dass es da zu lachen gibt. Wissen Sie denn, meine Herren, wen Sie da eben an die Luft gesetzt haben? Na? Herrn Konsul Wieland. Was? Das ist nicht wahr. Doch, doch, und das weiß niemand besser als ich. Auch das noch. Der Mann war meine letzte Chance. Und ich habe ihn rausgeschmissen. Das haben Sie wieder fein hingekriegt. Ich habe ja gewusst, Sie werden das Kind hier schon schaukeln. Wie komme ich stündenslang wachsen? Da sind nur Sie schuld dran. Wenn Sie gewusst haben, wer das ist. Wieso haben Sie denn nicht den Schnabel aufgemacht, Sie dumme Gans? Herr Haselhund, reißen Sie sich zusammen. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie mit einer Dame sprechen. Vielen Dank, Herr Schilling.
Aber Sie werden verstehen, wenn ich Sie jetzt bitte, mich auf der Stelle zu entlassen. Bitte? Wie Sie das wollen. Ach, der Konsul, der sehnt sich gewiss schon schieberig nach Ihnen. Stimmt, ich bin nämlich seine Tochter. Was? Haben Sie das gehört? Ja. Ja, und jetzt? Mich müssen Sie nicht fragen. Was ist denn? Jetzt ist er da. Wer ist denn da? Ein Klaps. Oh, Herr Haselhut, kommen Sie doch wieder zu sich! Zur Hilfe! Gott, was ist denn hier für ein Spektakel? Er hat seinen Klaps! Um Gottes Willen, was macht man denn da? Duschen! Kaltes Wasser! Kaltes Wasser! Stell mal mein Schlafzimmer auf. Soll ich dir noch irgendwas zu trinken bringen? Also ich hole auf jeden Fall erstmal einen Cognac. Ach, Verdorri, jetzt kommt da noch einer. Das ist jetzt so verrückt werden. Babette, es hat geklingelt. Ja, doch. Das habe ich doch gehört. Wie geht Ihnen das denn nun? Ach, das ist schon wieder vorbei. Wir haben ihm einmal kalt Wasser über den Kopf geschüttet. Und jetzt muss ich seine Klamotten trocken kriegen. Das Fräulein, das ist auch schon ganz nass. Wo steht denn der Cognac? In der Speisekammer. Wo war die denn nochmal? Oh, einen Augenblick, Herr Generaldirektor. Ja, nein, aber Sie sind doch bekannt wie ein Wunder. Also das hätte Sie nicht gekannt haben. Also, Bitte? Wirklich, machen Sie keine Witze. Na ja, aber wenn ich das doch sage. Ich werde die Herren jetzt anmelden, Ach, ja? lassen Sie mal, das hat noch Zeit. Was wollten Sie überhaupt hier, mein lieber Konsul? Na ja, ich bin eigentlich nur hierher gekommen, um dieser exzellenten Künstlerin persönlich zu sagen, wie sehr ich sie bewundere und was Und ich von da der- sind Sie rausgeschmissen worden. Ja, mit Gewalt sogar. Das freut mich. Ja, also Sie sind gut. Unter uns, mein lieber Konsul, hier bin ich nämlich der Hahn im Korb. So, mir scheint in dem Korb sitzen noch mehrere Hähne. Wieso? Was wollen Sie damit sagen? Einer davon hat mich doch angekräht. Ein Mann hier in dieser Wohnung. Der war das doch, der mich vor die Tür gesetzt hat. Kick an, das ist ja interessant. Bei diesem Geschäft habt ihr also noch einen stillen Teilhaber. Wissen Sie vielleicht, wer der Herr ist? Na ja, ich bin ja nicht neugierig. Aber gucken Sie mal auf dem Schreibtisch nach. Vielleicht finden Sie da sein Bild. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen, das bin doch ich. Was? Ja. Sie haben sich aber gewaltig verändert. Sie sahen ja vorher viel besser aus. Da stimmt was nicht. Ich kann den Cognac nicht finden. Sonst schied aber rück. Herr Schilling, Herr Generaldirektor. das ist ja gediegen, dass ich Sie hier treffe. Ja, das ist der reine Zufall. Ich habe hier auf den Herrn Konsul gewartet. Auf mich? Ja, und ich will die günstige Gelegenheit nutzen und bitte Sie um die Hand von Ihrem Fräulein Tochter. Bubi, du bist auch wieder da. Noch ein Bubi? Du willst mich bis denn abhalten zum Frühstück, hä? Ja, das hatte ich vor. Ah, das ist der Onkel. Dann lass uns mal gehen. Im Negligé. Oh, richtig. Entschuldigung, ja, wer ist denn der Herr? Konsul Wieland. Oh, angenehm. Das freut mich. Na, mich erst. Oh, da ist ja noch ein Herr. Sag mal, wer ist das denn wohl? Das ist ja wohl das Frechste. Schilling. Angenehm. Weiß ich auch nicht mehr, was ich da Wenn der rauskriegt, dass wir beide lässt er mich fallen und ich bin pleite. Keine Angst, ich reiß dich da schon raus. War das dieser Herr hier, der sich hier angepöbelt hat? Nein, der war das nicht. Aha, dann ist hier noch ein anderer Mann bei dir. Noch ein anderer Mann. Sag mal, was denkst du denn von mir? Was sollen die beiden Herren denn von mir denken? Dann kannst du ja auch gleich sagen, ich würde dich betrügen. Davon bin ich sogar überzeugt. Sag mal, du hast ja wohl einen Klaps im Bregen, wa? Ich werde dir das auf der Stelle beweisen. Nee. Das verbiete ich dir. Ah, du gibst das also zu. Da drin steckt er, dein Galan. Ja. Oh, du willst ihn umbringen. Lass mich durch. Zu Hilfe. Um Himmels Willen, so seien Sie doch vernünftig. Also du bist sowas von dreist. Wo bleibt denn mein Anzug? Haselhut. Sie sind das? Ja, ich bin das, Herr Generaldirektor. Schämen Sie sich denn gar nicht? Oh, Sie müssen 1000-mal entschuldigen. Mir fehlen die Worte.
Wo macht er denn bloß Stecken? Keine Ahnung. Nach dem großen Krach gestern habe ich ihrem Mann seinen Anzug gebracht. Er hat ihn schnell angezogen und wutsch, weg war er. Nun kriege ich aber Angst. Wo ist Pussy? Da drin, im Schlafzimmer. Was ist denn nun schon wieder los? Ich bin das Emilie. Ach, du bist das Emilie. Tut mir leid, aber ich bin heute Morgen sowas von nervös. Ja, frag mich mal. Stell dir mal vor, Haselhuhn ist verschwunden. Kann doch gar nicht angehen. Wann hast du zuletzt mit ihm gesprochen? Überhaupt noch nicht. Ich hatte doch keine Ahnung, dass er in Hamburg ist. Und dass er denn gestern Abend vor mir stand und dennoch noch in Unterhosen. Ich hab dir das doch alles verkluckfiedelt. Ja, trotzdem, ich war sowas von durcheinander. Und als ich wieder richtig bei mir war, da hat er sich dünn gemacht. Der taucht bestimmt wieder auf. Ja, wenn er sich bloß nichts antut. Ach, so ein Blödsinn, warum sollte er wohl? Nur hör aber auf. Du stellst ihn hier als deinen Geliebten vor. Und das vor mir und vor seinem Generaldirektor, vor dem er so einen Bammel hat. Ich konnte doch gar nicht wissen, dass das sein Chef ist. Moin! Moin. Du liebe Zeit, wo ist denn meine Tochter, Malise? Meine Schwiegermutter? Die ist bestimmt in ihrem Zimmer. Das fällt mir nun erst ein. Mein Mann und die deren unter einem Dach. Wenn der zu wissen kriegt, dass sie meine Tochter ist. Oh Gott, oh Gott. Verehrte gnädige Frau, ich freue mich ja so, dass ich nun endlich mal die Gelegenheit habe, Sie kennenzulernen. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich in Ruhe. Von Herzen. Na, vielen Dank. So eine Schwiegermutter ist eine Strafe. Aber bei der Mitgift, ich habe mir da nämlich schon eine schöne Stange Geld drauf geliehen. Hör mir bloß auf. Du bist doch mit der Tante per Du. Kannst du die Sache nicht klar machen? Lass mich zufrieden. Was bist du denn so verbiestert? Das fragst du noch? Du warst doch gestern auch im Theater. Was glaubst du wohl, wie man sich fühlt, wenn man mit seinem besten Lied so baden geht? Na ja, nach dem großen Puhai, was die Zeitungsfritzen um diesen Haselhuhn gemacht haben, ist doch kein Wunder, dass das Publikum bloß auf ihn wartet. Na, vielen Dank. Ja, der muss heute Abend wieder ran. Und wenn wir ihn in den Sack stecken und hinschleppen müssen. Der Direktor von der Revue hat gesagt, schied egal, was er für eine Gage haben will, er bezahlt. Dann sieh zu, dass du ihn auftreibst. Und das eine sag ich dir, sollte mein Lied heute Abend wieder so in die Büchs gehen, dann singe ich das nie nicht wieder. Na, da habe ich ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. Nie nicht wieder. Pussy, ich muss mit dir reden. Mein lieber Schilling, stellen Sie sich vor, Pussy will ihr Hauptlied weglassen. Das ist mir sowas von egal. Bleibt mir bloß mit eurem Theaterquatsch vom Leib. Na, vielen Dank. Das ist ja so richtig nett hier heute. Ah, tschüss. Setz dich hin oder so, aber lauf hier nicht rum wie ein brünstiger Bulle. Bulle? Ja, aber Bulle, der Vergleich passt. Wieso denn? Bullen haben doch auch Hörner. Willst du mir vielleicht vorwerfen, dass ich dich betrogen hätte? Ja, nicht, wie sollte ich wohl? Ich habe mich richtig gefreut, deinen Onkel mal persönlich kennenzulernen. Naja, das macht es mir zumindest leichter, Tschüss zu sagen. Was? Du willst weg von deiner kleinen, süßen Pussy? Das kriegst du doch gar nicht fertig, oder? Hör mal, von heute an gehöre ich dir ganz allein, ne? Ist nix mehr mit Schatzi. Oh, du sei doch wieder lieb, Bubi. Den Honig kannst du dir sparen, daran backe ich nicht mehr fest. Dann eben nicht. Ich kann mich auch so trösten. Es gibt ja auch noch andere Bubis. Herr Schilling! Schönen Juden doch! Moin, moin. Ach, setzen Sie sich doch mal bitte, ja? Hören Sie mir mal zu, Mien Lütte, ich muss Ihnen leider etwas Trauriges mitteilen. Mit Ihrer Mitgift, ja, kann das leider nichts werden. Darauf müssen Sie wohl verzichten. Erbarmen, jagen Sie mir keinen Schrecken ein! Nehmen Sie sich das mal nicht so zu Herzen. Hübsche Deren wie Sie, die kriegt schon Mann ab. Meinen Sie wirklich? Auch ohne Geld. Dann heiraten Sie mich doch. Ich? Den Luxus darf ich mir leider nicht leisten. Schade. Ach, hier bist du, meine lütte Zuckerpuppe. Ich such dich schon im ganzen Haus. Was wollen Sie denn von mir? Sie? Sag du zu mir, meine Süße. Na gut. Was willst denn du von mir? Einen Süßen, meine Süße. Aber gerne. Da hast du ihn. Meine Malise.
Wie hieß denn du eigentlich? Teddy! Teddy? Ach, nie! Wieso lachst du denn? Wie ich noch klein war, hat meine Mutti mir mal so einen großen Bären mitgebracht. Der hat auch Teddy geheißen. Den habe ich sehr gern gehabt. Den ganzen Tag habe ich ihn abgeküsst und nachts musste er immer bei mir im Bettchen liegen. Kommt ja alles, mein Dear, ne? Doch nun, mein Liebchen, gib fein Acht, ich hab dir auch was mitgebracht. Nu? Na, was habe ich hier? 2 Ringe. Unsere Verlobungsringe. Ja, du weißt ja noch gar nicht. Was denn? Naja, wegen meiner Mitgift. Och, Dear, schnack doch nicht von so unwichtigen Sachen. Hier, steck mir den Ring an den Finger als Zeichen, dass du dein ganzes Leben mein sein willst. Wie romantisch. Das klingt ja ganz feierlich. Na gut. Da hast du ihn. So, und nun her mit deiner süßen Patschhand. Ja, aber erst musst du wissen, dass mir eine Mitgift... Fängst du schon wieder davon an? Das klingt ja gerade so, als wenn ich dich nur darum nehmen würde. Ja, aber du musst wissen, dass die Mitgift von... Ich will da nun nichts mehr von hören. Na gut, dann. Dann gib ihn her. Ich habe mir auch schon mal ein Gedicht zurechtgereimt. Ne? Das wollte ich dir da eigentlich eingravieren lassen. Das wäre zu teuer. Das hätte zu lang gedauert. Willst du mal hören? Nu? Vereint mit dir, Malise, bin ich im Paradies. Ach Gott, das ist ja gewaltig. Du bist ja wirklich ein Dichter. So, nee, was hast du für süße, lüde, aparte Finger? So, nun ist der Bund geschmiedet, nun gibt es kein Zurück mehr. Das ist dir doch wohl klar. Ja, aber ihr wisst doch. Dann gib mir einen Verlobungskuss, geliebte Braut. So, und nun, mein Goldfaser, nun komm. Und lass uns ein bisschen über unsere Zukunft sprechen. Mein Trautster. Wir werden uns ein schnuckeliges Nest bauen. Wie die kleinen Schwälbchen. Noch ein bisschen größer darf schon sein, ne? So 6 bis 8 Stuben. Ist das nicht zu teuer? Ach, das können wir uns doch leisten. Apropos, du wolltest mir doch immer was erzählen von wegen deiner Mitgift. Ja, damit ist nicht. Kind, scherze nicht mit so ernsten Dingen. Nee, der Herr Schilling hat mir's eben gesagt und von dem hätte ich das Geld ja zu kriegen. Was? Ja, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Kann ich meinen Ring wieder haben? Der Ring? Nu. Ich kann mir's schon denken. Du willst das Verschen eingravieren lassen? Richtig. Zieh ab. Da kannst du dich drauf verlassen. Junge, hat die Wurstfinger. Und vergiss bloß das Verschen nicht. Ich hab mir's genau gemerkt. Vereint mit dir, Marliese, bin ich im Paradiese. Ja, und nun weiß ich auch, wie der Vers weitergeht. Nu? Doch ohne Pinke, da mach ich Winke. Was habt ihr auf einmal? Der ist ja ganz anders. Ja, doch. Na, nu, was ist mit dir los? Du machst ja ein Gesicht wie eine Katze, wenn's donnert. Nu war ich schon so gut wie verlobt und nu ist wieder nichts. Ich hab einfach kein Glück bei die Männer. Och, du dammeliges Gehör. Der Herr Konsul. Oh, dann komm mal schnell hier rein. Bitte? Hier ist das Fräulein. Danke. Aha. Meine gnädigste. Mein lieber Herr Konsul, schon so früh am Vormittag. Ich möchte mich 1000-mal entschuldigen, aber ich habe in der letzten Nacht kein Auge zu bekommen. Das tut mir aber leid. Da sind Sie schuld dran. Ja, Ihr Kuss gestern Abend im Theater hat mich um meine Ruhe gebracht. Wirklich? Ja. Also wenn ich das auch nur geahnt hätte, dann... Ach, die Bühne. Dann hätte ich mich doch bei jemand anders auf den Schoß gesetzt. Dann hätte ich letzte Nacht überhaupt nicht schlafen können. Aus Eifersucht. Aber Herr Konsul, Sie können doch nicht jeden Abend... Doch, das kann ich. Ich habe mir schon den Platz für die nächsten 100 Abende reservieren lassen. Nee, aber auch. Und alles bloß wegen eines Kusses, den Sie vor dem ganzen Publikum bekommen. Natürlich mit der Hoffnung, auch ohne Publikum mal einen Süßen zu bekommen. Das könnte Ihnen wohl so passen, Sie Leckermäulchen. Naja, nach das, was ich gestern mitbekommen habe, dachte ich mir, vielleicht suchen Sie ja einen neuen Hubi. Und jetzt wollen Sie sich um diesen Job bewerben? Ja, genau das will ich. Sie haben's aber eilig, ne? Naja, heutzutage muss man sich ranhalten. Wenn es um so einen feinen Job geht, dann stehen die Männer doch gleich dutzendweise vor der Tür. Und ich bin zurzeit auch ohne, wie sagt ihr Schauspieler dazu? Ohne festes Engagement.
Und da haben Sie gedacht, Sie wollen für so ein kurzes Gastspiel mal bei mir anklopfen. Ich rechne eigentlich mit einem längeren Vertrag. Warum nicht? Wenn ich mit Ihnen zufrieden bin. Ja, das will ich hoffen. Apropos, mir ist aufgefallen, Sie haben gar kein eigenes Auto. Darf ich Ihnen einen kleinen Sportwagen vor die Tür stellen? Na, guck mal an, so kommen wir uns doch schnell näher. Was? Also ich glaube, mit Ihnen werde ich gut fahren. Darauf können Sie sich verlassen. Wir suchen gleich einen aus. Aber gern, mein Lieber. Ich lass mir bloß einen Mantel bringen. Babette, mein Mantel. Ich kauf mal eben einen Sportflitzer. Kann ich meine Stellung gleich anfangen? Aber na klar doch. Wenn ich um einen kleinen Vorschuss bitten darf. Ich kann dir doch gar nichts abschlagen. Komm mal her, Bubi. Oh, Entschuldigung. Also du schon wieder. Dass du immer im verkehrten Moment reinplatzt. Aber das sage ich dir. Vermurks mir diese Sache nicht auch wieder. Nein, geh mal. Also, das bleibt dabei. Ich warte unten. Gern, Bubi. Babette, der Herr Konsul möchte gehen. Bitte. Danke. Ei, das ist mir nur aber ganz schön peinlich. Was denn? Dass ich Ihnen den Herrn Konsul weggesnappt habe. Was sagen Sie denn dazu, wenn ich als Revanche mit Ihrem Freund anwende? Mit welchem meiner Freunde? Na, Herrn Schilling. Mit dem? Pff, den können Sie haben, mit dem ist es aus. Ehrlich? Na, guck mal an. Da weht der Wind her. Sie haben sich in ihn verguckt? Ja, so ein bisschen. Als wenn ich es nicht gedacht hätte. Was ist denn, Babette? Herr Schilling ist wieder da. Er fragt, ob Sie was von Herrn Haselhuhn gehört haben. Im Kontor hat er sich auch noch nicht blicken lassen. Sag ihm mal, ich will gleich ausgehen und dass er gern hier oben auf Herrn Haselhuhn warten kann. Aha. Sehen Sie, meine Liebe, so nett bin ich zu Ihnen. Georgie, du wirst schon sehnlichst erwartet. Also, ihr beiden, au revoir. Sie sind hier? Das sehen Sie ja. Tag, Herr Schilling. Schönen guten Tag. Halt, stopp. Warum laufen Sie denn von mir weg? Tut mir leid, ich stelle mich an und für sich bei Damen ja nicht so an. Aber bei Ihnen, Fräulein Wieland, da weiß ich nicht so genau, wie ich mich benehmen soll, nach allem, was zwischen uns gewesen ist. Ich verlange doch gar nicht, dass Sie mir was erklären. Nicht? Ja, dann ist das was anderes. Da bin ich pannig erleichtert. Aber was ich Ihnen noch sagen muss, was mich und Fräulein Pussy angeht... Hat sich das ausgepussiert? Ja. Das weiß ich schon. Und hat's wehgetan? Nee, hat es nicht. Na, dann kann ich Ihnen ja auch erzählen, dass Sie schon einen Nachfolger haben. Ist nicht wahr. Und wissen Sie, wer das ist? Mein Herr Papa. Der Konsul? Das ist nicht schlecht. Lassen Sie ihm an das Vergnügen. Das wird Ihnen ein schönes Stück Geld kosten, aber ich passe schon auf, dass er keine allzu großen Dummheiten macht. Und nun sprechen wir mal über Sie. Doch, bitte nicht. Ich will gar nichts mehr von mir hören. Ich bin schon sowas von sauer auf mich. Und auf mich wohl erst recht? Ja, eigentlich sollte ich das. Schmuggelt sich unter verkehrten Namen bei mir in. Ja, es wäre ein bisschen dreist von mir, aber wo ich Sie doch heiraten sollte. Und so ein Ehestand ist zuletzt ja doch eine Lotterie. Und da habe ich mir gedacht, wenn man schon vorher weiß, dass man eine Niete zieht... Ja, das wissen Sie ja jetzt bei mir. Zumindest eins weiß ich ganz genau. Sie sind der größte Windhund, den ich kenne. Weiß ich. Habe ich mir alles selber schon gesagt. Aber das rettet mich auch nicht mehr vom Konkurs. Ich bin fertig. Fix und fertig. Nehmen Sie sich doch einen Kompagnon mit viel Geld. Sie glauben doch nicht, dass ich so einen finde. Oh, ich wüsste schon einen. Ja, her mit ihm. Hier steht er schon. Was denn? Sie wollen wirklich mein Geschäftspartner werden? Ja, warum denn nicht? Wir bauen die Firma neu auf und gehen damit an die Börse. Das wäre ja was. Aber der Aufsichtsrat bin ich. Einverstanden. Dann können Sie ja beweisen, dass Sie ein tüchtiger Kaufmann sind. Das werde ich gleich hier sofort auf der Stelle. Ein Geschäftsmann muss mit der Konjunktur gehen. Fräulein Hilde, wollen Sie auch mein Kompagnon fürs Leben werden? Abgemacht, der Handel gilt. Junge, du hast aber ein Tempo. Herr Schilling, Herr Haselhuhn ist wieder da. Tag zusammen. Mein lieber Haselhuhn, wo waren Sie denn bloß? Ja, wo kommen Sie denn her? Erzählen Sie doch mal, was passiert ist. Hör mal zu. Also als ich hier gestern Abend aus der Badestube komme und dann mit mal vor dem Generaldirektor stehe in Unterhosen. Ja, und als ich dann noch erfahren muss, dass ich der Liebhaber von Fräulein Pussy bin. Also Herr Schilling, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, das ist nicht wahr. Ja, das habe ich auch nicht wirklich geglaubt. Vielen Dank, Herr Schilling, vielen Dank. Ja, und als dann auch noch meine Frau hier auftaucht, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich wollte bloß noch raus hier. Ja, und so bin ich dann gestern Abend auf irgendeiner Parkbank gelandet. Sitz da todmüde rum, träum so vor mich hin und dann
Da muss ich wohl eingenickt sein und bin heute Morgen erst wieder aufgewacht. Was, er ist da? Meine Frau. Ja, dann wollen wir Sie mal alleine lassen. Sie haben bestimmt viel miteinander zu bereden. Wenn ich das mal bloß erst hinter mir hätte. Kopf hoch. Komm, wir gehen so lange hier rein. Ich bloß wüsste, wie ich dir das alles erklären soll. Da bist du ja. Oh, Tag, mein Mielchen. Wo warst du denn? Ich habe mir ein bisschen Hamburg bei Nacht angeguckt. Eduard, ich kenne dich überhaupt nicht mehr wieder. Ich weiß gar nicht mehr, was ich von dir halten soll. Als ich gestern Abend hier reinkam, ich hatte doch keine Ahnung, dass dass... du platt warst? Ja. Ja, und ich jetzt. Ich gebe ja auch zu, das sieht alles ein bisschen merkwürdig aus. Aber mein Mädchen, du kennst mich doch und du wirst doch nicht schlecht von mir denken. Das musst du mir versprechen, auch wenn Der sie... Herr was weiß ich- Generaldirektor ist jetzt da. Auch das noch. Schnell, mein Mädchen, geh da rein, ja? Herr Schilling kann dir alles erklären, ja? Herr Hasen! Immer zu Diensten, Herr Generaldirektor. Ich habe Sie bisher für einen soliden, zuverlässigen Menschen gehalten. Oh, das freut mich, Herr Generaldirektor. Unterbrechen Sie mich nicht. Umso mehr muss ich mich wundern, dass Sie mein Vertrauen so grob und schändlich in den Schied getreten haben. Was denn, wieso denn? Das fragen Sie noch. Wo ich Sie hier gestern in einer Situation überrascht habe. Ich sag bloß, Igidigit, sag ich bloß. Wollen Sie mir mal verraten, wie Sie überhaupt an diese Dame gekommen sind? Ja, aber Herr Generaldirektor, ich wohne doch bei ihr. Das glaube ich nicht. Ja, haben Sie die Dame denn jetzt erst hier kennengelernt? Na, wenn ich ehrlich sein soll, nee. Ah, so sieht das aus. Ich muss Ihnen eingestehen, Herr Generaldirektor, ich kenne die deren schon lange. Kick mal an. Oh, wenn Sie wüssten, unter was für anderen Umständen ich Sie kennengelernt habe. Stellen Sie sich mal vor, ich komme eines Tages nach Haus, ich war damals noch Junggeselle, ne? Da liegt sie bei mir im Bett. Das ist nicht wahr. Naja, sie konnte ja nichts dafür. Wieso? Ihre Mutter hatte die Schuld. Ihre Mutter? Nee, die hat sie da doch reingelegt. Ja, mehr Unmoral geht ja wohl nicht. Wie alt war die Tochter denn damals? Ach, so bummelige 14 Tage. 14 Jahre? Tage, 14 Tage. Verdammt noch mal, warum sagen Sie das nicht gleich? Nun werden Sie auch verstehen, wieso ich die Dame nicht so einfach vor die Tür setzen konnte. Nee, warum? Ja, ich soll doch die Angelegenheiten von Herrn Schilling in Ordnung bringen, ja, und sie ist doch so ein Techtelmechtel. Aha, also Herr Schilling, als wenn ich mir das nicht gedacht hatte. Naja, dann habe ich Ihnen vielleicht Unrecht getan, dann wollen wir da mal nichts von machen, dann will ich mal wieder. Herr Generaldirektor, die Firma Schilling ist wieder flott. Der Pleitegeier hat sich verzogen. Darf ich Ihnen meinen Kompagnon vorstellen? Fräulein Wieland. Oh, Gratulation. Das hat aber lange gedauert. Herr Haselhuhn, Sie als Kurator haben ja nun Feierabend, aber wollen Sie nicht als Buchhalter bei uns einsteigen? Bei Ihnen, Frau Müller? Wieder? Jawohl. Ich bin von heute an mit von der Partie in der Firma und übernehme alle Verbindlichkeiten. Sie übernehmen alle Verbindlichkeiten. Heißt das auch die Mitgift von Fräulein Malise? Da werden wir uns wohl vergleichen. Was halten Sie von 25%? Das langt! Malise! Herr Haselhuhn, oh mein Gott, Herr Haselhuhn, Sie müssen hochnötig mitkommen ins Theater. Der Theaterdirektor will Sie engagieren für die nächsten 100 Vorstellungen. Nun setzen Sie sich lieber hin. Sie kriegen nämlich 50 Mark den Abend. Vielen Dank für das freundliche Angebot, aber nein, danke. Und ich lege noch 50 Mark dazu. Nicht für alles Geld in der Welt. Mein lieber Herr Haselhuhn, ich bitte Sie um die Hand Ihrer Mitgift. Ihrer Tochter. Was reden Sie denn da? Ich habe keine Tochter. Eduard, ich muss dir hochnötig was erklären. Mama!